Einen wunderschönen guten Tag. Ich muss mir endlich mal etwas Neues überlegen, weil jetzt mal überlege ich mir, ja, was soll ich jetzt genau sagen? Tag, Abend, Nachmittag, Nacht zu einer neuen Podcast-Folge. Kannst du auch sagen, ein wunderschönes, gutes Jetzt. Das ist alles abgedeckt oder so. Ja, voll. Oder einfach Grüezi. Oder Hallo. Oder guten Tag. Für die, Begrüßen Sie alle zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir werden mal schauen, wie lange sie wird. Aber also, wenn wir unsere Liste nicht durchgegangen sind, es könnte doch so wieder ein bisschen dauern. Ja, auf jeden Eventuell. Fall. Ja. Vor allem, ich dachte, wenn es heiß ist, schaue ich vielleicht weniger, aber. Ja, vergiss den Fisch. Ja. Weißt du wieso? Weil am Abend wird es kühl und dann wird es angenehm. Dann liegst du auf dem Sofa und denkst, hure geil. Ja. Und du kommst heim aus dem Geschäft, wo schwitzt ist wie blöd. Dann denkst du, hey, komm, wir gehen noch ein bisschen an den PC. Dann lässt du den PC an, so nach einer Viertelstunde sagst okay, jetzt wird es so heiß. Nein. Ich weiss, du kennst das nicht. Du bist so privilegiert und hast eine Klimaanlage. Ich wollte nicht offen flexen mit dem, aber ja, ich sitze jetzt hier gerade so in sehr gemütlichen 23 Grad. Sie ist gerade noch am Arbeiten, also falls ihr irgendetwas im Hintergrund höre, rauschen, das wäre nicht, Entschuldigung. Aber es ist überlebenswichtig, also lassen wir es laufen. Also, ja, und wenn der irgendeins mal so ein bisschen abschmilzt oder irgendwie so ein bisschen kaputt tönt, das wäre dann ich. Du meinst, wenn man es hört, Tropf? Ja, genau. Blitsch. Wie so Slow-Mo, plötzlich so, wenn man einfach das ganze Gesicht wegläuft oder so. Wieso? Wie heisst das Bild? Das, weißt du, mit diesen verlaufenden Uhren da? Das hat doch irgendeinen so ganz bestimmten Namen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt gedacht, der Schrei. Das ist auch so ein bisschen verflossen. Ja, stimmt. Das langgezogene Gesicht, das erinnert mich immer an Scream. Ich tatsächlich irgendwie einfach an ein Alien. Weißt du nicht warum? Sieht auch ein bisschen so aus, so grau. Irgendwie. Ellen the Alien oder so. Alan the Alien! Oh Mann, ey. Was ist eigentlich jetzt schon gespoilert, dass du geschaut hast? Wegen, ist etwas Neues rausgekommen von Invincible? Ah, nein. Nein, fuck, es verwechselt mit Paul the Alien. Aha, Paul the Alien. Ja, Alan the Alien. Nein. Aber wäre schon geil, wenn Kannst du denken, ich habe etwas verpasst? Hey? Also das Einzige, was ich gekommen ist vom Xbox Gaming Case da, das, was sie gezeigt haben. Ah, das Schlägel-Game da. Beat'em-up-Game, ja. Ja, genau. Weil er sehr euphorisch im Chat reingeschrieben hat. Einfach nur ja, hast du glaube ich reingeschrieben oder ja. so. Oder wann kann ich es kaufen? Ja. Aber ich weiß nicht, also ich bin irgendwie nicht so der Beat'em-up Fan irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich mal vor Jahren mal was ist das, ein neues Tekken, glaube ich, oder so. Ich bin einfach so schlecht gewesen. Habe ich aufgehört. Weißt du, was mich mehr aufregt? Du würdest gerne deine hohen Special Moves machen und so. Ja. Und du übst das wochenlang, damit du das kannst machen. Nachher gehst du zu deinen Kollegen hey. Ja. Und dann hast du den einen Dude, der einfach noch nie einen Controller in den Finger hatte. Und dann sagst du ihm, komm, und dann denkst du so, jetzt kann ich meine Moves, mit meinen Moves flexen. Und was passiert? Er macht einfach nur Button-Smashing. Er macht einfach nur Button-Smashing. Und er macht die völlig fertig. Das ist so, ja. Das ist der pure Hass. Oder dann sitzt du dort und denkst, oh, jetzt kann ich endlich, aber du bist so nervös, weil du jetzt endlich gegen deine Kollegen zockst, dass du es einfach nicht anbringst. Und dann kommen die Ausdrücke so, ja, das sind nicht meine Controller. Warum macht er nicht das, was ich drücke? Genau. Er hat gesagt, er soll gelaggt. Du hast gelaggt. Ja. Es gibt, glaube ich, fuck, jetzt muss ich ganz schnell schauen, es gibt bei Super Smash Bros., das gibt es ja auch, das ist eigentlich alles Beat'em Up. Und es gibt dort, glaube ich, einen Ausdruck. Genau. Biscuit John.
A John is an excuse for a player's underperformance that results in loss in Super Smash Bros. Game. For example, not using correct attack. Also einfach, wenn du gehst, Super Smash Bros. Game, bist du kein John. Weil das war scheinbar ein Dude, der irgendwie eben die ganze Zeit während irgendwelchen Turnieren gesagt hat, ja, nein, ich bin nicht so gut und so. Und eben, Scheiße, ja nicht die richtige Attacke gebraucht, aber er war einfach scheiße, glaube ich. Nett. Ja. Das ist so gut. Der Biscuit schon. Genau, oft No-Johns zueinander sagen, um sie daran zu erinnern, nicht das Spiel oder die Sonne in ihren Augen für Niederlage verantwortlich zu machen, sondern Verantwortung für ihr Spiel und ihr Wissen zu übernehmen. Also, Biscuit schon. Okay, wir Gib's zu, wenn du scheiße bist. sind keine Johns. Genau. Sind Blackjacks oder Roland. Ja, ob das besser ist. Ja, also in Mag ich meinem nicht. Fall bei Beat'em-Ups nicht. Ja, bei mir auch nicht. Gut, das ist der Fall auch erledigt. Also, Beat'em Up, ich habe das eigentlich immer gern gespielt, aber irgendwann macht mir das einfach hure hässig. Ja, ich habe einfach wirklich, ich habe Tekken gespielt und ich habe die ganze Fresse bekommen. Ich wollte die Story spielen und ich habe die Fresse bekommen. Jetzt mir angeschissen, habe ich es deinstalliert. Hast du gewusst, es hat ein Star Wars Beat'em Up gegeben? What? Ja. Und zwar, wir haben das auf der PlayStation 1 und meine Mutter hat uns das weggenommen, weil ich fast mal meine Brüder verprügelt habe, weil ich immer auf die Fresse bekommen habe von ihm. Verstehe ich aber. Ja. Kenne ich. Die Aggression. Und zwar hat das geheißen, Star Wars Masters of Terrascasi. Das ist irgendwie so ein. Also, das gibt es in der offiziellen Version, kommt das, glaube ich, einmal vor oder so. Das ist irgendwie so eine spezielle Kampfform, so eine Nahkampfform, die sie brauchen. Und auf dem haben sie nachher ein Beat'em Up gemacht. Und holy hell. Wir haben, das Spiel haben wir sicherlich jahrelang bei uns gehabt. Wir haben es nie geschafft, den fucking Darth Vader am Schluss zu besiegen. Ah, da musst du wirklich so gegen die Dudes kämpfen. Ja, du kämpfst, wer war es? Ich glaube, der Chewbacca hat es gehabt, der Boba Fett hat es gehabt. Leia hast du gehabt, der Luke, Skywalker. Also vor allem du hast auch gewisse verschiedene Formen gehabt, mit verschiedenen Skins. Und du hast eben noch so eine Arden Lin gehabt, die ist eben so einfach eine Figur gsi, wo ich gar nicht kennt habe, aber das war irgend so eine Frau gsi, die hat irgendwie so einen Metallarm gehabt, und hat das Terrascasi hat sie irgendwie, ich sage immer Käse, hat sie nachher dann die Leute verprügelt. Und weißt ich glaube, Tuska hast du auch können spielen. Okay. Also weißt du, Star Wars ist jetzt nicht bekannt für die mega Nahkämpfe, jetzt abgesehen von den Lichtschwertern. Weißt du, dass sie da so karatemäßig aufeinander reingehen oder so. Ja. Das ist ja mehr so Piu-Piu und ein bisschen Bzz. Aber. Ja, das ist so kaputt. Mann. Okay. Ein Beat'em, vor allem die Grafik ist. Ja, voll, da hast du ein Ding können spielen, ein Taske. Okay. Und einen Gamorianer hast du auch können spielen. Das sind die Schweineschnauzen. Ja. Aber ja, wir haben das geil gefunden. Also ja, eben, ich nachher eine Zeit lang nicht mehr, weil ich so am Ausrasten war bei immer, weil ich immer auf die Fresse bekommen habe. Ja. Hast du... Ich schaue da gerade. Du bist schon gegen so Sturmtruppler oder so schlägeln. Also, The fuck. hey, es ist so kalt. Aber ja, genau. Wieder Anekdote aus unseren Kindheiten. Oder aus meiner. Ja. Ja. Jetzt mit dem super tollen Intro. Wir haben schon 10 Minuten gefüllt, finde ich gut. Nein, ich glaube, wir fangen mal an mit dem, wo wir immer anfangen, oder? Mit dem Feedback. Feedback? Ja. Feedback! Also. Feedback! Und zwar haben wir doch 2-3 Kommentare bekommen auf die letzte Folge. Danke für das. Und zwar, da muss ich aber das vorne wegnehmen. Wir haben uns vorhin schon gefragt, ob das überhaupt schlau ist. Vom Kliabo. Grüße gehen raus.
By the way, das kann ich vorher wegnehmen, weil er gehört es nicht vorher. Diabo, ich gratuliere jetzt schon zum 30. Geburtstag. Er hat morgen Geburtstag, morgen ist Sonntag. Diabo Okay, Vidal. jetzt gemeint, er hat am 30. Geburtstag. Und gesagt, zum 30. Wird er jetzt 30 oder? In dem Fall Happy Birthday und so. Happy Singen Birthday. wir jetzt. Ja, nein, so weit sind wir noch nicht. Nein. Aber er hat einen Kommentar da gelassen, wo wir uns beide vorhin kurz schräg angeschaut haben. Ich zitiere. In so einem Moment wie mit dem Auto wäre es fast noch nice, wenn der Podcast auch ein Video gibt. Das Read-Along ist noch nicht so weit auf Spotify, dass es Schweizerdeutsch kann. Das kann ich unterschreiben. Das Read-Along, ich habe die jetzt das letzte Mal gesehen, bei der letzten Folge, hat Spotify die, und wir haben das nicht extra gemacht, Leute, Spotify hat das automatisch selber gemacht. Und da ist einfach nur Käse rausgekommen. Ist das, was der Barracks geschickt Ja. hat? Ich würde gerne mit Handkolzen, okay, ja. Genau. Handkolzen, was zur Hölle sind Handkolzen? Genau. Es ist einfach absolute Katastrophe. Und ich glaube, ich habe es nachher ausgeschaltet, tatsächlich. Also, ja, also das ist eigentlich nicht dafür gedacht. He? Genau, der hat dann uns gefragt, was hat es für Brot gegeben? Aha, ja, wahrscheinlich wegen dem Intro. Also bei mir hat es heute Morgen Zopf gegeben. Ich esse aktuell kein Brot. Aha. Nein. Ja, nein, weil ich weiss, Brot ist mein Endgegner im Essen. Jetzt rein 5 Kilo abgenommen seit dem Mai, weil ich praktisch kein Brot mehr esse. Und das habe ich im Militär habe ich das auch gemerkt, je weniger Brot das ich fresse, desto schneller geht das Gewicht runter. Du hast schon einfach zu viel Brot gegessen, dass du nicht in ein Kaloriendefizit hineinkommst. Richtig. Und Genau. ich glaube, so viel wie ich weiss, ist Brot ist, ziemlich schnell mit Kalorien. Vor allem, wenn du so Toastbrot anschaust. Ja, gut, das ist natürlich What der absolute. Ja. Also, es gibt glaub, fast kein ungesünderes Brot als Toastbrot. Ja, also grundsätzlich kannst du dir eigentlich gerade irgendwie eine Weste aus Toast anhängen, auch wenn sie nicht ist. Das ja. Gibt dir einfach Kilo. Höre ich das Toast-Cosplay von Mullen? Ein Toast-Cosplay. Ja. Alter, du bringst mich gerade auf so dumme Ideen. Ja, du, Es meine hat Haare ein- sind am Wachsen. Ja, ich muss ja meine dann wieder schneiden. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich es anbekomme, bis mir auf fest soll ich Harz haben, wenn der Jackpot. Sorry, jetzt sind wir völlig abgedriftet. Wieder Kopf Genau. Story. Haben wir noch das Zweites? Ja, und zwar der Silas hat kommentiert, ob man eigentlich nicht aufhören über so lustige Sachen reden. Er hat echt ein Problem, dass er während dem Arbeiten nicht mehr laut anfangen loslachen. Silas, dem kommen wir gerne nachher. Wir werden jetzt heute keine lustigen Sachen. Das ist tot ernst hier, wo wir jetzt hier erzählen. Habe ich das nicht schon verkackt in den ersten 5 Yes. Minuten? Silas, es wird schwierig. Aber ja. Und er hat noch eine Frage gestellt. Was mir zu der Serie der Tatortreiniger meint. Gibt es auf Netflix und Disney. Und ich muss sagen, ich habe von der mal gehört, aber ich habe nicht eine Folge gesehen von der. Nein, ich tatsächlich auch nicht, wobei es mich einmal mal ein bisschen Wunder genommen hätte. Ja. Aber ja. Ich glaube, es könnte witzig sein, weil der Schauspieler ist eigentlich recht ein witziger. Das Wo habe ich den ist- sonst noch? Der ist bei wie hat der mit dem dummen Chef geheißen? Stromberg. Das ist Ja, bei Stromberg immer der Dude gewesen, der immer drunter gekommen ist. Ah, das ist der! Ja, Ja. genau. Der hat die ganze Zeit auf die Fresse bekommen. Also, ja, nicht richtig, aber der ist einfach die ganze Zeit drunter gekommen bei Stromberg. Das ist der. Aber ich finde das Konzept eigentlich noch witzig, dass aus dem so ein bisschen eine Komödie machen. Ist es eine Komödie?
Ja, Comedy-Fernsehserie. Ja. Ja, Ich ich bin glaube, halt es ist einfach, nicht so ein lustiger Job. ich bin halt einfach irgendwie so nicht so Fan von deutschen Serien, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, also es gibt eine einzige deutsche Serie, wo ich sage, hey, die müsst ihr gesehen haben. Aber auch nur, weil sie halt auf so einem Produktionslevel ist, dass du nicht merkst, dass es eine deutsche Serie ist. Ich sag's mal, wie es ist. Okay. Ich bin gespannt. Weißt du nicht, welche? Also, Es gibt ich eine. hoffe, Es ich gibt hoffe, eine. ich hoffe, dass du eine sagst. Also die eine voll. Dark. Ja, merci. Genau. Gut, okay. Ja. Dark Sonst ist hätte die ich das einzige. mal. Ja. Entschuldigung. Nein, Sonst nein, hätte reden. ich das mal müssen sagen, ich würde gerne einen anderen Podcast-Partner. Nein, es gibt wirklich nur die deutsche Serie, wo ich muss sagen, hey, das ist top of the notch. Also, das ist ein Produktionslevel, wo Hollywood an den Tag legt, ja. Ja, Alles andere, ich will das jetzt nicht ist. schlecht reden, aber das ist einfach nicht mein Ding. Aber es ist mir jetzt gerade noch eine in den Sinn gekommen. Die kann man schauen. Und zwar Biohackers. Ja, habe ich Die ist jetzt vor nicht ein paar gesehen. Jahren mal rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die auf Netflix echt gegeben. Selber Ja, am ist auf Überlegen. Netflix. Biohackers. Das ist auch eine deutsche Serie, ist vor 5 Jahren rausgekommen. 2020. Also, ich persönlich habe einfach nur Mühe mit deutscher Comedy. Weil Ja, ist gut. ich find die recht speziell. Gut. Ich habe Das ist selber so. auch einen speziellen Humor. Ja. Ja, einen recht speziellen Humor. Also, da mache ich nicht unbedingt die Serie oder so dafür verantwortlich, sondern das bin einfach ich, Ja. wo ein bisschen speziell ist in dem Sinn. Aber was ich von deutschem Comedy kann sehr empfehlen, und die letzte Staffel ist jetzt zwar nicht so mega geil gewesen, aber Alter, LOL. Oh Die, ja. da gar nicht. Das ist wieder so Bully Herbig auf also sein Masterbrain einfach. Also, tatsächlich, ich habe die erste Staffel mit dem Teddy. Ja, Hey, es gut, hat das. dort am Schluss, ey, im Fall, ich habe mich nicht mehr Ja. erholt. Ich habe mich nicht mehr erholt. Ja. Und das Weihnachtsspecial, das ist Das war Legende. super, gewesen, ja, hey. Ja. Das war mega. Gewesen. Nein, also das ist jedes Mal ein wahrer Traum, wenn wieder so eine Staffel LOL rauskommt. Dann denke ich Ja. immer wieder, oh geil. Hat sich Amazon Prime doch noch ein bisschen gelohnt. Gut, wobei ich muss sagen, eine gute Kombi finde ich auch der Thorsten Sträter mit dem. Oh, wie heisst der andere? Der, der immer das spezielle Hömmli anhat. Ah, Der Schubert. Olaf Schubert. Olaf Schubert. Ja, die zwei. Oder, Die Handpuppe. oder hast du das dritte, hast du das auch schon gesehen? Wo sie das dritte dort hocken? Mit dem. Dieter Nuhr, Ist glaube ich. Nein, ist nicht der König. Oder ist der. Ah, es könnte auch der König. Ja, Weil der- stimmt. Ich glaube, der Dieter Nuhr der hat irgendeine andere politische Sendung, aber sie machen irgendwie den Gipfel, heisst es Stimmt, ja. Die Johann König. Ja, ja. stimmt, der ist schon Ja, dabei. die drei. Hey, Ich habe noch sollte nie da einen mal ganzen rauskommen. gesehen. Ich will es eigentlich mal Nein. schauen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber das ist so, weil ich alle Ausschnitte von dem gesehen, das ist so einfach. Wenn die drei zusammenhocken, am geilsten finde ich es immer, wenn sie sich selber nicht mehr zurückheben können. Weißt du, so ein Olaf Ja. Schubert, der ist immer so ernst. Ich habe den noch nie gesehen lachen. Aber Das stimmt, wenn sie ja. das dritte zusammenhocken, lässt der eine etwas raus, dieser kommentiert und der Olaf Schubert verbutzt es. Oder umgekehrt. Einfach, dann siehst du, dort mögen sie selber einfach nicht mehr kommen. Dort Ja, das verbutzt es alles. Das ist so gut. das ist echt gut. Ja, also dort haben sich drei gefunden in dem Sinn. Hey, voll. Was ich auch noch eine coole Kombi finde, für die gerne Bücher lesen oder auch mal ein bisschen Ideen haben, also für lustige Bücher, komme jetzt drauf wegen dem Thorsten Sträter. Der hat mal mit dem Jürgen von der Lippe macht er, glaube ich, Lippes Leselust. Da gibt es YouTube-Folgen, so eine halbe Stunde.
Und dann Okay. tun sie immer so lustige Passagen aus Büchern vorlesen. Und wie die das machen, hey, du verreckst. Es ist richtig geil. So irgendwie vor allem, das sind auch Bücher, wo du denkst, das würde ich jetzt nie lesen. Oder irgendwie Unterhaltungen in der Metro oder in der U-Bahn. Wo einer einfach ein Gespräch zitiert von anderen Leuten, die er mitlässt. Und ey, was dort aber rauskommt. Also ist alles sehr empfehlenswert. Wir sind wieder völlig am Abschweifen, Ja, Mann. wirklich. Wir haben nämlich noch ein Comment. Genau, einen haben wir noch. Vom Renegade. Erstens mein Beilheit. Was habe ich jetzt gesagt? Beilheit. Beileid. Be Mein Beileid. Beilheit. einfach so eine, was ist eine Beilheit? Ich weiß es Es nicht. ist einfach so eine Axt auf einem Podestchen oder so. Wenn es Beilheit. Oh. Silas, Sorry, ich möchte mich Silas. entschuldigen. Richtig. Vor allem bin ich gerade den gleichen Namen. Oh, wird eine gute Folge. Ah. Also, Renegade. Es tut mir leid, dass ihr in eurer Kindheit in der Familie kein Fernsehen gehabt habt und du dem nach kein Tom Turbo hast können mitverfolgen. Das ist eine riesige Wissensbildungslücke, nicht eine Wissenslücke, eine Bildungslücke. Und wie der Tom Turbo selber würde sagen, wenn er so im Rast ist. Schock. Das sagt Schock. er hure manchmal. Ja. Und dann tut er seine Augenbrauen lüpfen. Genau. Macht so Schock. Hui. Immer so. Immer Ja. so. Und ja, du musst es in dem Fall nachholen. Das, ja. Im Internet Genau. findest du genug Videos über das, ja, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Genau. Ich bin mir jetzt im Fall gar nicht sicher. Wir haben doch letztens eine Frage gestellt. Nein, das mit den 111 Tricks, das haben wir letztes Das Mal haben schon wir, gehabt. Wegen... ja. Ich glaube, das letzte Mal haben wir keine Hausaufgabe gegeben. Nein, ich glaube nicht. Also, ich wüsste jetzt mal nicht. Ich wüsste es auch nicht. Und falls wir haben, ja, ihr habt bestanden. Gut, gratuliere. Ey, gut gemacht, super. Ja. Wie so meine Lehrerin alle gesagt hat. Ja, aber das nächste Mal machst du schon auch. Ich musste ein Hausaufgabenheft führen. Was? Das hat es Ja. bei uns nicht mehr gegeben. Das hat es für uns irgendwann abgeschafft. Ich musste immer daheim meiner Mami sagen, schau da, ich habe die Hausaufgaben gemacht und dann hat sie mir eine Unterschrift gegeben. What? Genau, das haben wir 2 Wochen gemacht und nachher dann habe ich es immer vergessen, dann haben wir es lassen. Wenn neben der Hausaufgabe sogar das Hausaufgabenheft vergessen ist. Das ist Key. Das ist durchgespielt. Leute, das ist meine ehrliche und ernsthafte Meinung. Das ist die dümmste Frage, die du einer Person stellen kannst. Quote, warum hast du es vergessen? End quote. Ja. Warum hast du es vergessen? Wenn ich wüsste, warum ich es vergessen habe, dann hätte ich es ja nicht vergessen. Das ist eine Frage, die kannst du einfach nicht True. beantworten. True. Habe ich nur oft von meiner Lehrerin gehört, ja, warum hast du es vergessen? Die, ja, keine Ahnung. Warum hast du es vergessen? Ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Ja, genau. Aber eigentlich, wahrscheinlich hast du einfach kein Interesse daran gehabt und dann sagt die sehe nicht tschüss. So dort ist stören. Ja. Oh Mann. Ja, Uff. aber das mehr Feedback haben wir gerade nicht bekommen. Also ich habe mal nichts gesehen. Oder wir haben es vergessen. Oder wir haben es vergessen. Aber dann fragen die uns nicht, wieso. Ja, genau. Fragt Ja. uns nicht, wieso. So.
Ja, wenn wir mal mit der Serie starten. Wenn wir mal mit der Serie starten. Wie viel hast du? 8 hast du gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich habe 3. Shit. Ja, okay. Fang mal an. Okay. Also ich glaube, über die eine reden wir auch am Schluss. Ja, genau. Die habe ich ganz am Schluss auf. Ich habe es endlich fertig geschafft, Dr. House fertig zu schauen. Die letzten 2 Staffeln. Ich finde es jetzt Ey. witzig, dass ich gesagt habe, da fange ich an, dass wir so können Oh, Entschuldigung. Ich interviewen. verstehe, fang du an. Okay, ich habe noch nichts fertig. Schau, wir können zurückspulen. Blitz, das sind alle Blitzdings. Also, die hören es jetzt. He? Oh Mann. Das sind Gehörblitzdings geworden. Ja, genau. Aber Genau. ich habe auch eine Serie von einem Doktor fertig geschaut. Und zwar einen Doctor Who, die 2. Staffel geschaut. Es ist einfach immer noch ein Traum. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, die Serie immer wieder irgendwie frisch zu behalten. Wahrscheinlich ist es wegen den verschiedenen Schauspielern, die sie auch immer wieder austauschen. Mhm. Das könnte sein, aber irgendwie, es kommt nicht immer wieder irgendetwas Cooles in den Sinn. Und eben so Sci-Fi-Zeugs, da bin ich zu hart dafür. Das ist immer so ein bisschen Mysterien-Thema hinter Doctor Who. Also es war wieder wirklich ein richtiger Traum gewesen, die Staffel. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gewesen, aber auch immer noch, weil der Ncuti Gatwa spielt den Doktor doch recht anders als die vorherigen, viel emotionaler. Aber leider, so leid es mir tut, werden wir den nicht mehr sehen, weil er hat aufgehört. Die letzte Staffel war, also sehr wahrscheinlich ist es, weil er ist ja noch recht jung, er war glaube der jüngste Doktor, den es je gegeben hat. Und sehr wahrscheinlich will er sich einfach die Option offen behalten. Nicht, weil, wenn du Doctor Who spielst, dann spielst du Doctor Who. Ich glaube, es hat keinen gegeben, der neben Doctor Who noch irgendwie gross etwas anderes gemacht hat. Und in seinem Alter... Hä? Ja gut, man hat jetzt gesagt, einer schon. Wer? Der ein Doctor Who, du meinst, währenddem, dass er den Doctor Who macht, macht er nichts nebendran, so meinst du das? Genau, ja. Entschuldigung. Wenn du gerade Doctor Who also bist, dann machst du eigentlich keine andere Projekte nebendran. Okay. Also, ich wüsste jetzt nicht einen, der das je gemacht hat. Sei es ein David Tennant oder so, der hat nachher noch weitergemacht, der hat nachher Serien gemacht, aber während er der Doktor war, wüsste ich mal nicht, dass er irgendwie etwas gemacht hat. Oder vielleicht irgendetwas Kleines nebendran, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber dann ist es mehr so eine Gastrolle vielleicht oder so. Ja. Und darum, also er wird aufhören. Das war die letzte Staffel. Sie haben auch, das finde ich tatsächlich interessant, der nächste Doktor. Vielleicht schnell zur Erklärung, wie das funktioniert. Wenn ein Doktor aufhört, ist es meistens so, dass er stirbt in der Serie. Aber der Doktor stirbt nicht einfach, sondern er regeneriert sich. Und darum, das ist ein Punkt, warum die Serie so lang laufen kann und mit so vielen verschiedenen Schauspielern. Weil er wird dann eigentlich, wenn eine andere Person, die dann herausfindet, ich bin der Doktor. Und je nachdem brauchen es dann alle, die wissen nicht mehr als vorher. Ja, TARDIS, also ich nenne es jetzt mal Raumschiff, das baut sich auch um, passt sich an die Persönlichkeit an die neue vom Doktor an. Weil es ist immer ein bisschen, jeder Doktor ist ein bisschen anders. Und darum haben sie meistens auch so ein bisschen Spitznamen. Es gibt zum Beispiel den Kriegsdoktor. Das ist ein bisschen der Ernst, ein bisschen der Böse, der halt eben einmal reingeht oder zu Zeiten von Krieg halt dann da ist. Und das Interessante ist jetzt, der nächste Doktor, die Szene von der Regeneration für den nächsten Doktor haben sie, by the way, schon vor der ersten, also während der ersten Staffel gedreht. Okay. Einfach so als wie haben sie es geschrieben?
als Absicherung, falls die erste Staffel mit dem neuen Doktor nicht ankäme, könnten sie nach der ersten Staffel sagen, gut, fertig. Tschüss. Ja. Und der nächste Doktor wird vertreten, zum zweiten Mal erst, von einer Frau. Und zwar, dass die Dr. Who ein bisschen kennen, werden da jetzt denken, was? Und zwar, oder soll ich es nicht sagen? Für die es gerne schauen, die gerne Dr. Who schauen und nicht gespoilert werden, lass ich den weg. Nur schnell. So 10 Sekunden. Und zwar wird der nächste Doktor von der Billie Piper vertreten. Billie Piper war mal Begleitperson vom Doktor gewesen. Okay, Die spannend. Schauspielerin. Und jetzt ist sie der neue Doktor. Und da bin ich jetzt gespannt, ob es jetzt die Person von damals ist, also der Charakter von damals, der jetzt als Doktor ist, oder ob der Doktor einfach jetzt so aussieht wie die Person damals. Da bin ich mega gespannt, was da jetzt kommt. Also. Aber da müssen wir Multiverse. Ja, aber. Ja, gut. Haben sie eigentlich schon mal gebraucht, oder? Multiverse, wo sie, glaube mal 3 Doctor Who's auf einmal immer so einen Spezialfilm hineingenommen haben. Oder bin ich da falsch? Ja, aber das hat, glaube ich, weniger mit Multiversum zu tun. Okay. Das ist schon. Gut, eben, ja, sie sind ja, also der Doktor ist ja von einer Rasse, die nennt sich ja Time Lords. Mhm. Und TARDIS ist ja so ein Ding, ist ja Zeitreise und weiss ich was, Time and Relative Dimension in Space heisst ja TARDIS. Und das heisst, sie kann sich unabhängig von Raum und Zeit bewegen. Und wenn sie natürlich in die Vergangenheit zurückgehen, haben sie ja dann auch, treffen sie andere Doktoren. Und das ist auch passiert. Aber jetzt, wo sie den Ncuti Gatwa, also beim Übergang von den alten Doctor Who Staffeln jetzt zu der neuen 2025er Version nennt man es. Bei dem Übergang haben sie ja den David Tennant zum Beispiel noch dazu geholt als Doktor. Yep. Das heisst, das sind schon das Zweite gewesen. Und das, ja, es ist eher so als Multiversum, ist mehr so zeitrelativ. Okay. So. Genau. Ja, es ist schade, dass er schon wieder aufhört. Ich verstehe es, aber ich habe ihm eigentlich noch gerne zugeschaut. Wirklich, es war mal ein anderer Doktor, ein bisschen frischer Doktor gewesen. Er ist aufgestellt, offen und weiss ich was. Gut, der Doktor ist schon immer das, ist allwelt bekannt für die, was es interessiert. Oder die davon Bescheid wissen. Der Doktor ist eigentlich nie hetero gewesen. Und der Ncuti Gatwa ist ja, das muss man nicht erklären. Und der Doktor auch, also der Doktor als Figur, der ist völlig, ich glaube irgendwie in einer Staffel oder in einer Folge hat er es mal beschrieben. Und zwar irgendwie so, dass er nicht geschlechterabhängig sei, sondern sogar rassenunabhängig. Also ihm ist es eigentlich egal was. Irgendwie so. Okay. Ich glaube, irgendwo ist das mal beschrieben worden. Feel free. Ja, wirklich. Also bei ihm stellt sich nicht die Frage, ja, bist du jetzt männlich, weiblich oder was anderes, sondern bei ihm ist eigentlich. Kann man. Watch oder watch nicht? Gut. Kann man? Genau. Nein, also es ist super Serie. Also ich empfehle die immer wieder allen, die ein bisschen gerne so ein bisschen Space, aber auch ein bisschen Fantasy-Mysterium hat. Das ist ein wahres Träumchen. Oh. Ja. 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 Ibi? Ja, eben, wir gehen zum nächsten Doktor. Ja, endlich jetzt. Ich habe so lange an dieser hohen Serie gehabt, man. Dr. House. Habe jetzt alle 8 Staffeln durch. Ja, ich muss sagen, also, eigentlich ist sie mega cool, eigentlich. Nur schade finde ich, die letzten 2 Staffeln, die ziehen sich mega. Also, die hätten sie locker einfach nur noch eine können machen. Mhm. Das war so ein bisschen schade gewesen.
Was ich auch ein bisschen schade finde, ist ab der Staffel 4, wo eigentlich der Dr. House aus der Reha eigentlich zurückkommt und mit von seiner Tablette wegkommt, ist die Tablette eigentlich nie mehr das Thema, obwohl er sie dann wieder davon nehmen. Also, das ist einfach, er nimmt sie jetzt, aber er hat keinen negativen Effekt, nichts, er pumpt sich einfach voll. Ähm, Und ja, du siehst eigentlich, dass alles eine Charakterentwicklung machen, außer er selber, finde ich. Also er macht mal Andeutungen, aber am Schluss bleibt er eigentlich immer das gleiche Arschloch. Ja. Also das Coole ist, dass sich Nett. halt die. Ja, ja, er ist ein Arschloch. Ja, ja. Aber ich finde es cool, wie sich die restlichen Figuren entwickeln, von allem eine. Das ist der Chase, der ist von der Staffel 1 mit dabei. Das ist einer von seinen Assistenzärzten. Oder einfach von seinem Team. Und der macht aus meiner Sicht eigentlich die grösste Verwandlung von Staffel 1 bis Staffel 8. Ja, und eben tatsächlich, es fängt ja eigentlich an und das Main-Thema ist immer, dass er Patienten behandelt. Mhm. Mhm. Und ab so Staffel 5 ist das eigentlich wirklich nur noch so Hintergrund. Und da Okay. habe ich mir eigentlich müssen sagen, eigentlich hätte er das können weglassen können. Vielleicht mehr auf ihm seine Story gehen oder einfach die Story von allen. Und bis auf 2 Fälle habe ich mir müssen sagen, du, okay, ja, sie sind jetzt halt krank und sie tun sie heilen. Es geht meistens immer gleich aus. Ist mehr besser als Aber ja. Emergency Room nachher. Ja, ja. Aber sonst, wenn ihr so etwas gerne habt, schaut sie gerne. Also, das ist empfehlenswert auf jeden Fall. Einfach wirklich gesagt, die 4. und, also nicht die 2 letzten Staffeln, die ziehen sich ein bisschen. Ja. Ich würde es nur Genau. schon gerne schauen, wegen ihm eigentlich. Ich finde Ja, Hugh Laurie ist so ein guter Schauspieler. Das ist, er ist super. Er ist wirklich super. Er gibt sich auch hure gut als Dr. House. ja. Eben noch bis zur Staffel 4, aber ja, ich weiß nicht, manchmal wird er halt irgendwie fast lästig. Okay. Ja, weil du hast halt die Leute, die arbeiten dort und du hast halt einfach er, der halt einfach irgendwelche, ich weiß nicht. Also Stumpfsinn manchmal habe ich ihn als lästig empfunden. Am Anfang war seine Story mega spannend gewesen, und nachher habe ich irgendwie wieder nicht mehr, weil du weißt genau, er verbockt sich's wieder. Mhm. Und das ist eigentlich immer Kernessenz. Egal was er macht, er verbockt sich selber. Und das ist halt ein bisschen gacki. Okay. Und macht Okay. es auch ein bisschen uninteressant. Genau. Aber er hat schon, glaube ich, 3 Folgen von dem Dr. House geredet. Der hört nie mehr etwas vom Dr. House. Außer dich fast anschauen. Ah ja, genau, ja. Aber ich glaube nicht in naher Zukunft. Keine Angst. Ja, genug darüber geredet. Ja, Genau, genau. dann gebe ich den Stab wieder zurück. Ich habe Farscape angefangen zu schauen. Boah, das sehen wir gar nicht, Mann. Wirklich? Ey, das Farscape? ist eine Sci-Fi-Serie von 1999. Ist ein bisschen kitschig, sieht ein bisschen scheiße aus. Sieht aus, als ob sie ein hure günstiges Produktionslevel oder Budget gehabt hat. Aber ich sag mal, für 1999, ja, ist okay. Ist ein bisschen kitschig, aber ist okay. Für die Zeit normal, würde ich sagen. Also, ich hätte es jetzt auch gesagt. Also, ich habe jetzt einfach ein paar Bildchen und das ist einfach Mystic Knights im Weltall. Ja, ja, warum ich sie anfangen schauen habe, weil ich habe gesehen, das ist glaube die Serie gsi, wo vorher gsi? Warte mal schnell, jetzt muss ich schnell etwas nachschauen, nicht, dass ich jetzt einen Quatsch verzapfe. Und zwar ist ein Grund gsi, warum ich das anfangen schauen habe, weil dort zwei Schauspieler mitmachen, der Ben Browder und Claudia Black von Stargate SG-1. Von der neueren Stargate SG-1, also Okay. wo Atlantis schon verlaufen hat auch, wo dann eigentlich das SG1-Team ein bisschen ausgemustert worden ist und der Jack O'Neill nicht mehr im Team mitgemacht hat, sondern ist dann, glaube ich, Brigadier General geworden oder so. Ja, Mhm. auf jeden Fall mit dem neuen SG1-Team. Der Ben Browder war dann dort so ein bisschen der Teamleader gewesen.
der Cameron Mitchell hat er dort gespielt. Claudia Black hat sie Vala Maldoran gespielt in SG1. Und die zwei spielen dort halt auch mit. Also sind eigentlich so, kannst du sagen, die Hauptfiguren in dieser Serie dort. Und es ist noch interessant, es geht ein bisschen darum, und das ist jetzt kein grosser Spoiler tatsächlich, das passiert wirklich gerade am Anfang. Es geht um einen Raumfahrer, der bei einem Testflug in ein Wurmloch katapultiert wird und sich dann in einer also mega weit weg, mehrere Galaxien entfernt, in einer anderen Galaxie wiederfindet. Mhm. Und ja, halt dort muss es rankommen mit diesen Leuten, mit denen er landet dann irgendwann also auf einem Schiff, einem ganz speziellen, und muss dann halt einerseits mit denen sich anfreunden dort, und dann halt die ganzen Probleme, und sein eigentliches Ziel ist immer noch so ein bisschen wieder zurückzugehen, irgendwie einen Weg zu finden, wieder heimzukommen. Hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen an Star Trek Voyager erinnert. Die sind ja auch abgedriftet, weggeschossen worden und probiere nachher wieder heimzukommen. Aber es ist, ich schaue die Serie tatsächlich mehr so nebenbei. Es ist Okay. so meine Go-To-Serie, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch zu wenig müde bin und irgendwie noch, komm, ich klicke noch schnell an und schaue noch eine Folge von Farscape. Wenn ich Star Trek damals geschaut habe, eigentlich jetzt. Ja. Genau. Mit Aber, denen habe ich aber, angefangen. Ja? aber ohne Scheiß, ich finde das noch interessant, so zu eben, wenn es halt auch ein bisschen trashy ist, aber 90s haben halt schon coole Sachen gehabt. Absolut. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir mal komplett so Airwolf schauen soll. Ich kann es noch auswendig. Wurde geil. Geil. Das habe ich wirklich überlegt, ob ich mir Farscape. mal so Airwolf anschauen. Ja. Ja, aber ich komme dann zu einem Film, wo ich auch haben müssen sagen, das ist auch so 80s und 90s gewesen, wo hure ich erzähle es dann Okay. bei den Filmen. Aber ich meine, alt muss nicht unbedingt heißen, dass es schlecht ist oder eben, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Ja, Es ist halt einfach zu dieser Zeit ist das halt so gewesen. genau. Also ich muss sagen, am Anfang ist es natürlich ein bisschen Umstellung gewesen, ein bisschen so, okay, ja, aber in den 90er, 90er, Anfangs 2000, das ist jetzt halt das Produktionslevel gewesen. Aber Ja, aber weißt du, ich sehe da ein Bild, wo du eigentlich, glaube ich, alle drauf siehst und das sind alles Props. Ich meine, das ist alles echt gemacht. Das ist nicht, also wahrscheinlich hat es so die schlechten ersten so 3D-Animationen gegeben, aber der Rest ist halt alles irgendwie so Props, die Leute haben Rüstungen angehabt. Ich glaube, der eine dort, der hat irgendwie auch so eine Vollmontur an, sieht so aus wie ein Klingon. ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, also Ja, das siehst du auch. Das ist nicht das ist schon irgendwie. geil. Das ist wirklich, die haben halt so Anzüge oder Masken und weiss ich was angehabt. Ja, Eben, und das ist halt auch nicht zu unterschätzen. absolut. Aber jetzt, Das ist ja. gerade so an den Effekten oder so, dort siehst du es schon. Also ich habe gerade das letzte Mal eine Folge geschaut. Da ist der eine irgendwie ist eine Explosion gewesen, dann ist er durch eine Röhre geschlittert und dann hat es ihn irgendwie aus dem Schiff raus katapultiert und so. Und dort hast du halt schon müssen sagen, ja, die Röhre Mm. speziell. Also die Explosionseffekt. Ja, speziell. Ja, Aber aber hey. eben, ich meine, dann hast du angefangen mit so Zeug und Aber genau. eben, wenn du so Low Budget hast, bist du froh, dass du so etwas gehabt. Ich meine, schau mal eine erste Ausgabe von Star Wars, von den alten Filmen. Nicht die Ja, eben. überarbeiteten Versionen. Da, Nein. da, da hockst du genau so dort und denkst, Alter, was ist das für cringe Scheiß? Ja, aber eben, das sind halt je nachdem auch so immer so die, wie sagt man denen, die als zuerst kommen. Ja, die Die Pioniere. Ja, Pioniere, ja, wollte Pyromanen sagen.
Ja, die kommen auch zuerst, aber nur eins. Genau. Und so kann man heiß. Oh. Nein, aber das sind eben so Pioniere und irgendeinen muss der Anfang machen. Irgendwie musst du damit können, ein bisschen experimentieren. Absolut, absolut. Genau. Cool. Ja. Next. Ja. Ja, wie viel hast du noch? Ich habe noch 1, 2, 3, 4. Komm, gib noch eine. Dann habe ich noch eine, okay. Ja, also ich habe noch eine. Dann Nebst uns gemeinsamen. nehme ich eine, die mich wieder völlig von den Socken gerissen hat. Und zwar 1883. 1883. Ja. Und zwar ist das Prequel zu Yellowstone. Aber wiederum Ja. auch ein Prequel zu 1923. Ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal habe ich von der geredet. Also 1883, dann kommt 1923, dann kommt Yellowstone. Okay, So in dieser Reihenfolge. ich Und habe gerade mal schnell den Cast angeschaut. Es spielt schon einer mit, dann musst du einfach wissen, gut, es kann nur ein guter Western du sein. weißt ja oder Sam so. Elliott. Sam Ja. Elliott, ja. Das ist, das ist einfach das Gesicht. Das ist unser John Wayne von der heutigen Zeit. Wenn es einen Western gibt, muss er einfach mitspielen. Ja. Das ist eine super Serie. Es geht eben um die Vorgeschichte eigentlich zu den Tattens, zu der Familie, die Yellowstone Ranch dann hat. In Amerika zur Zeit der Pionier, sind wir wieder bei den Pionier. Ja, wie das Ganze halt damals angefangen hat. Also sie sind nach Amerika gekommen und wandern jetzt eigentlich mit einem grossen Trupp durchs Land zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt am Schluss von der Serie passiert noch etwas. Ich will es jetzt nicht spoilern, falls jemand das schauen will, aber es passiert etwas gegen das Ende der Serie. Und der Schluss von dieser Staffel war dann eigentlich sehr wahrscheinlich, dass dort, wo sie jetzt sind, wird dann später die Farm gebaut. Also die Ranch, die Yellowstone Ranch. Man sieht zwar halt noch nichts, weil eben, es ist, zu dieser Zeit ist Amerika, ja, es wird jetzt gerade, ich nenne es jetzt mal bei den Worten, es wird gerade erobert. Und du siehst eigentlich die Konflikt mit den Eingeborenen, also mit den Indianern. Aber auch, was mich sehr interessiert, ist eben das Pioniertum. Was haben die Menschen damals müssen auf sich nehmen? Da siehst du, das sind Holländer, die die Sprache kaum können, sind dort gereist und wollen mit dem Trupp durchs Land. Das sind Rumänen, Deutsche und so. Und einfach, die haben dann zum Beispiel mega Probleme gehabt, Sachen zurückzulassen. Sie haben dann irgendwo ein Hindernis gehabt, das sie haben müssen überwinden mussten. Dann hat es geheißen, ja, ihr müsst das und das da lassen. Dann hat der andere gesagt, ja, wenn ich das da lasse, was soll ich denn machen? Das ist mein Leben. Das ist, wenn ich das da lasse, dann dort, wo ich ankomme, dann bin ich einfach ein Bettler. Dann hat er gesagt, ja, was willst du sein, ein lebender Bettler oder ein Toter, das und das? Also, weißt du, also kannst du entscheiden. Ich glaube, das war schon krass zu dieser Zeit, ja. Absolut, das habe ich mir dann auch so gedacht. Dami, weißt du, hast ja so ein Ziel vor den Augen und musst du ein ganzes Land damals mit Pferd und Wagen. Ja. Eben, wenn du Glück hast, kommst du dir und wenn du Pech hast, ist einfach nichts. Und dann musst du einfach. Wenn Da fährst du wirklich von null an. Wenn Pech hast, stirbst. Also Ja. das ist auch wirklich ganz offen dort immer so gesagt worden. Ja, du, die Hälfte wird wahrscheinlich nicht ankommen. Das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Also, sei es wegen irgendwelchen Angriffen, wegen Banditen, wegen was weiß ich, wegen Krankheit oder weiß ich was. Weil dort einfach die Hälfte wird sterben. Punkt. Ja. Es ist also, aber auch wieder Produktionslevel, es ist halt auch wieder vom gleichen Produzent gemacht wie Yellowstone. Ist das der Hutkin? Sorry, jetzt habe ich Produzent gesagt. Drehbuch und die Idee und so ist immer noch von Taylor Sheridan.
Der gleiche, der eben Yellowstone 1923 und so gemacht hat. Tatsächlich hat er sich, und das macht er halt immer, hat er sich auch wieder eine Rolle geschnappt. Er kommt immer irgendwo vor, aber da ist er jetzt wirklich nur ganz kurz mal vorgekommen. Was auch noch mega interessant war, der Cast, der Tim McGraw, einer der Hauptdarsteller, der James Dutton, das ist eigentlich ein Country-Sänger. Okay, krass. Und was noch interessanter ist, Faith Hill ist auch ein Country-Sängerin. Und die zwei sind auch schon miteinander auf Tour und so. Und die sind tatsächlich Mann und Frau. Okay. Also auch in der Serie. In der Serie, aber eben auch im echten Leben. Der Tim McGraw und Faith Hill sind verheiratet. Und in der Serie spielen sie halt dann, er spielt James Dutton, sie spielt Margaret Dutton. Das finde ich noch geil. Und ich habe immer ein Problem, wenn Sänger probieren Schauspieler. Viele können es einfach nicht. Ich sage es mal so. Aber bei ihnen gemerkt, also ich habe zuerst sehr lange gebraucht, bis ich es überhaupt kapiert habe, dass er das ist. Okay. Weil er sieht in der Serie ganz anders. Klar, er hat so halt wirklich einen vollen Bart und alles. Und er hat wahrscheinlich auch ein bisschen zugelegt, aber er sieht ein bisschen anders aus, als man ihn sonst eigentlich kennt. Mhm. Bei ihr sie hast du sofort erkannt. Wenn natürlich, ich höre halt ein bisschen gerne Country, auch ein bisschen älteren Country, und dann kennt man die zwei eigentlich. Aber bei ihm, zuerst habe ich wirklich, ich habe gedacht, oh krass, Faith Hill spielt mit. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment, aber er sieht auch verdammt bekannt, und bin ich nachschauen, fuck, das ist der Tim McGraw. Verdammt geil. Timmy. Und es kommt tatsächlich, das ist, das hat mich sehr überrascht, was für Schauspieler in einer Folge schon noch mitmachen. Und zwar kommt einiges kurz, und ich bin hier auf den Boden gekippt beim Schauen. Der Billy Bob Thornton kommt vor. Eben, das ist gerade der, den ich jetzt auch gesehen habe. Ja, der hat in einer Folge spielt einen Marshal, den US Marshal. Hure geile, also wirklich hure geile Rolle. Also ich würde gerne mehr von ihm sehen. Mhm. Und tatsächlich der Tom Hanks spielt auch kurz mit. Der Tom Hanks? What Ja, er spielt den General George Meade. Das ist Spielt aber noch geil. Also, aber ich gehe im Fall tatsächlich nach dem Podcast noch schnell die Folge durchschauen, weil er ist mir nicht aufgefallen. Billy Bob Thornton habe ich sofort erkannt. Okay, den kennt man. Geil, dass er mitpasst. Den kennt man, ja. Und jetzt habe ich vorhin reingeschaut und jetzt sehe ich da Tom Hanks. General George Meade. Okay, krass. Ja, der Tom Hanks macht da, glaube ich, irgendwann mit bei Band of Brothers, hat er, glaube ich, auch so einen Hintergrund-Schnell-Auftritt. Ach schon? Und zwar, ich muss es auch noch einmal nachschauen. Oder er hat irgendwann, glaube ich, mal Regie geführt oder irgend so etwas ganz kurz. Der macht, glaube ich, noch so viel so im Hintergrund, aber irgendwann so ein bisschen mit. Der Tammy. Tom Hanks. Stimmt, ja, Tom Hanks war Produzent gewesen. Ich kann es vorhin nicht sagen, nicht, dass ich falsch liege, aber bei Band of Brothers ist er ausführender Produzent. Ausführender, nicht mitführender. Und auch beim Spin-off The Pacific hat er auch mit dem Steven Spielberg zusammen beide. Ja. Aber er hat einen Cameo-Auftritt, tatsächlich. Hat er einen? Okay. Ja. Die Serie habe ich tatsächlich nie, das stimmt, ich komme mir gerade die schnell auf die Merkliste. Ich habe die nie ganz durchgeschaut. Ich habe die mal durchgesuchtet und holy hell, ja. Die ist geil. Heftig, aber geil. Muss ich mir jetzt gerade da so auf die Merkliste. Ja. Genau. Obwohl sie dort schreiben, ja, das ist 1:1 der Geschichte nachher entsprochen, es gibt diese Sachen, die stimmen nicht. Also sie haben dort, glaube ich, auch so ein Interview mit dem einen und der sagt, ja, das, was sie dort gemacht haben, das stimmt eigentlich nicht so. Aber das sind Extremisten, die auf das schauen. Genau. Ich finde es geil, wenn es nach wahren Begebenheiten ist, aber das
muss jetzt nicht auf einen Kieselstein genau. Nein. Also das, Logisch nicht. Aber ich habe die Serie, ich habe die wirklich, ich habe die reingesuchtet. Ich glaube, keine Woche dran gehabt oder so, oder keine 2 Tage. ja. Genau. Also, 1883, wer Yellowstone geil gefunden hat, go gib ihm. So gib ihm. Und vor allem 1923 auch schauen, unbedingt. Nice. Ja, da fahre ich gerade weiter. Wir bleiben im Genre. Western. Und zwar habe ich auf Netflix American Prime Evil geschaut. Ah, ja, die habe ich auch gesehen. Ja, die habe ich auch schon Wann hast du die geschaut? Ich bin mir nicht sicher, ob du mal von der erzählt hast. gesehen. Oh, von der habe ich definitiv erzählt. Aber ich weiss nicht mehr, wenn eine ich- Liste machen, Mann. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich die geschaut habe. Das Ich ist glaube, schon- die ist nämlich. Also, müsste ich das Jahr irgendwie geschaut haben, weil die ist, glaube ich, 2005 ist die rausgekommen. Meinst du 2025? Was habe ich gesagt? 2005? Ja, fuck. Nein, Erstausstrahlung 9. Januar 2025. Februar habe ich die geschaut. Okay. Ja, Also, aber ich habe die erzähl jetzt, davon, ja. ich habe jetzt die noch nachher gesuchtet. Also, was ich schon mal geil finde, ist der Tyler Kitsch als Cast. Für die ihn nicht kennen, er ist schon mal ein Ding gewesen. Ist es er? Ja, er ist schon mal ein Cowboy gewesen, glaube ich, schon mehrmals. Und eines ist er sogar auf einem anderen Planet gewesen. Ja, genau. Fucking John Carter. Ich weiß nicht, ich finde den Film super. Ich finde den völlig underrated, den Film. Jo! Ist Vor allem, ich super finde die Idee ja. geil. Er ist eigentlich nur gut, weil er hoch kann gumpen. Ja, Weil er genau. halt, Weil er einfach er ist eigentlich der Superheld vom Mars. er ist der Superheld vom Mars. Und ich finde ihn in dieser Rolle finde ich mega geil. Tatsächlich, ja, die ganze Serie habe ich sehr gefeiert. Ist ein bisschen, ein bisschen heftig. Mhm. Welchen ich auch cool gefunden habe, ist der Jay Courtney. Die meisten kennen ihn als vielleicht Suicide Squad, als der Boomerang hat er, glaube ich, gespielt. Terminator Genesis hat er auch gespielt. Also, wenn er nicht gesagt hat, kennt ihr ihn. Und ich habe den super gefunden dort. Er hat so einen Kopfgeldjäger gespielt. Und grundsätzlich, also ja, den Cast habe ich super gefunden. Die Story geht eigentlich darum, es hat eigentlich mehrere Plots. Du hast auf der einen Seite die Mormonen, die sich mit den Vereinigten Staaten anlegen, weil sie ihr eigenes Land wollen und dort so ein bisschen am Ausbrechen sind. Und halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen überall gehen und sagen, hey, wir möchten gerne hier wohnen. Nein, also dort wird zuerst geschossen und dann gefragt. In den meisten Fällen. Das ist der eine Plot, der immer so ein bisschen am Kochen ist. Da hast du dort dann die Einheimischen, die zwei, ich glaube, zwei Stämme, die sich dort in den Krieg zwischen diesen zwei Fronten befinden. Und nebenbei hast du dann nachher dann eben die Story von der Sarah Rowell und dem Isaac, wo eigentlich von A nach B wollen und im Hintergrund von Kopfgeldjäger verfolgt werden. Und es ist auch mal recht interessant. Was ich speziell finde an dieser Serie, es sind, glaube ich, 6 Folgen, sie gehen da 50 Minuten. Mhm. Sie kommen mir aber gefühlt meistens länger vor. Ja. Aber deswegen nicht schlechter. Ja. Im Gegenteil. Also aus meiner Sicht, die hätte auch viel länger können gehen, wenn sie so spannend aufgebaut war. Es passiert immer etwas. Wobei die letzte Folge bin ich jetzt nicht der Fan von. Weil es da Sachen hat, und ich muss sagen, okay, hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber sonst finde ich die Serie Hammer. Punkt. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Eben auch wieder so Wild West Zeug und ja, das Beste ist der der Governor von dem Ford, oder wie er heisst. Der Jim Bridger, der ist der geilste. Wo am Ende seine Schaufel in den Fuß hineinjagt. Ah, ja! Jetzt habe ich schon so überlegen. Ich habe gemeint, du meinst den anderen, aber ja, der ist super. Einfach so, redet ihr was er will, mir ist eigentlich scheißegal. Ja, ich Einfach habe so, mein Zeug, ich will genau. Genau.
Dings finde ich auch sehr interessant. Der Anführer von der. Von den Mormonen. Gut, der ist auch cool. Ich finde den so gut. Ich habe den in Sons of Anarchy so geliebt, den Kim Coates. Brigham Young. Ja. Der Brigham Young. Ja. Das- Vor der- allem, der wirkt so freundlich, aber du weißt immer, der hat einfach Dreck am Stecken. Das ist der cringeste, komischste Charakter gsi in Sons of Anarchy, aber ich habe ihm so gerne zugeschaut, weil er einfach so Ja. fucking real war. Ja. Nein, ich rede eigentlich vom Lucas Neff. Der hat der Edmund Dellinger, das ist der Anführer gsi von der ist nicht der Miliz. Also doch. Von der Armee, der Anführer von der Armee. Mhm. Wo eigentlich so ein bisschen auf der Schippe ist, wo eigentlich sagt, hey, das, was wir hier machen gegen die Stämme dort, das ist völlig falsch. Ja. Er ist eigentlich mehr fasziniert von denen und will eigentlich nicht, er ist eigentlich der Letzte, der irgendwie Krieg will dort. Ja. Normalerweise in vielen Filmen werden sie immer dargestellt, dass sie können jetzt aufräumen, aber da innen nicht, weil er überlegt. Und ich finde, ja, also eben, ich bin fasziniert davon. Ich habe die Jahre in einem Schnutz habe ich die durchgefetzt. Verstehe ich voll. Oh, der Dings, der Dane Dehan, der Jacob Pratt spielt, der muss ich den Kopf skalpieren, so halb. Oh, das ist holy. Dude, Mann. Ich habe gedacht, ja, Der easy, Dude. den siehst du jetzt nicht mehr. Und dann läuft er nachher rum mit einfach Hey, so einem das- halb skalpierten Grin. Ey. Der ist der kaputte. Er ist wirklich kaputt gewesen. Und ich so, Alter, komm, hör doch auf. Ja, genau. Das ist ganz krass. Der gewesen, ist, ja. ja, also wirklich ist sehr empfehlenswert. Genau. Ja. Und da habe ich nur noch eine. Dann verlor ich die Bühne wieder dir. Ja gut, ich habe Jupiter's Legacy geschaut. Oh, wait a second. Mhm. In meinen Augen eine Serie, die wahrscheinlich sehr viele gar nicht auf dem Schirm haben. Verstehe ich aber auch, weil es hat nur eine Staffel gegeben, leider. Ist eine Comic-Superhelden-Serie, basiert also tatsächlich auf Comics. Mhm. Und auch mit wirklich guten Schauspielern, also der Josh fucking hell, ich kann den Namen nie sagen. Josh Duhamel, hast du jetzt Ja. sagen? Josh Duhamel, oder wenn man es ausspricht. Den kennt man zum Beispiel aus Transformers, aus dem Transformers-Film. Dort hat er den Militär-Dude da gespielt. Ihm schaue ich einfach schon gerne zu. Mhm. Aber auch sonst, also sie haben wirklich einen guten Cast zusammengebracht. Und es geht eigentlich um Superhelden, die irgendwie sie seit über 100 Jahren, also sind Menschen gewesen, haben dann Kräfte bekommen. Ich erzähle jetzt nicht weshalb, weil wenn einer die Serie schauen will, es geht eigentlich darum, dass erzählt wird in der ersten Staffel, wie sie die Kräfte bekommen haben. Unter anderem. Aber es geht auch so mehr so um die alltäglichen Probleme, die sie als Familie haben, wo halt jeder Kräfte hat. Also er hat Kräfte, seine Frau hat Kräfte, die Kinder haben Kräfte, dann ihre Freunde haben Kräfte. Manchmal fühlt es sich an, als schaust du The Boys. Weil irgendwie, Boys. jetzt nicht wegen Splatter oder so, gibt es auch, tatsächlich. Teilweise hatte ich ganz harte Invincible-Vibes gehabt. Oh, Aber okay. es hat Ja, sich da fischst dann du. noch ein bisschen im Rahmen gehalten, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, ich glaube, das ist auch schwierig zum Umsetzen. Absolut. Ja gut, nein, wenn du The Boys schaust, Ja, gut, ja. nicht so schwierig. Aber es geht so mehr um die alltäglichen Probleme, die sie haben als Familie, aus Helden, aber auch so Themen wie Ethik und Moral. So, sie haben einen Kodex, den sie Ja. damals aufgestellt haben. Und das Hauptding, das könntest du jetzt nicht sagen, ja, okay, das ist eins zu eins von Superman kopiert zum Beispiel. Auch wenn sie jetzt Kräfte haben und so, sie töten nicht. Das ist einfach ihr Kodex. Egal, was der Ja. andere macht, das wird nicht tötet. Unter Gut, was ich auch von einem Superheld erwarte, eigentlich. Ja,
Ja. Aber schau die Serie Eigentlich. mal, du wirst nachher anfangen studieren. Wie weit ist es okay, den Kodex beizubehalten? Das ist immer ganz geil, wenn die über so Zeugs plötzlich fast auf fragen. Wie gut ist es, wenn du so bist, wie du bist? Weißt du, wie viele Leute lässt du sterben, nur um die Kodex aufrechtzuerhalten? Zum Beispiel. Aber das hast du bei Dings hast du das auch. Bei Superman. Invincible. Aha, Invincible. Vor allem in der letzten Staffel, wo es so eigentlich darum geht, weil der Bruder von ihm, also der Halbbruder von ihm, die Maulers runterbrätscht, Ja, genau. Ja. weil der Kleine sagt, die töten Leute, die Mhm. müssen weg. Und er ist genau der, der sagt, nein, wir lassen sie leben. Und genau deswegen passiert es immer wieder. Ja. Also auf irgendeine Art und Weise hat der Kleine recht. Genau. Wenn die Bösen wegräumst, genau. Genau um das geht es eben auch immer wieder. Ja, wie okay ist es, so einen Kodex aufrechtzuerhalten? Wie viele Leute lässt du sterben, nur damit die Kodex aufrechterhalten bleibt? Und die Überlegung habe ich mega interessant gefunden. Immer wieder. Aber Ich finde das krass, ja. Superman hat das auch. Bei Man of Steel. Eine der besten Szenen ist die, wo der Superman diese im Schwitzkasten hat. Ja. Wo unter anderem macht sie seine Feueraugen, wo immer mehr abdreht, auf eine Familie zu. Und der Superman eigentlich nur damit ringt, ja, wenn ich jetzt die Familie retten will, muss ich töten. Ja. Sonst ist die Familie tot. Ja. Das ist eine der eindrücklichsten Szenen im ganzen Film dort. Das finde ich noch cool im Batman innen. Im ersten. Wo er gegen Ra's al Ghul kämpft, gegen Liam Neeson. Wo er am Schluss dort steht und er sagt, wenn mir rettest, dann passiert es genau wieder. Ja. Also du musst mich töten, sonst passiert es genau wieder. Und dann sagt er, nein, ich muss die nicht töten. Aber retten muss ich die auch nicht. Und dann haut er einfach ab. Und ich muss sagen, genau so, ja, eigentlich ist das genau, er verletzt seinen Kodex nicht, weil er tötet ihn nicht, das ist ein Unfall. Genau. Ja. Das ist schon krass. Ja, also jeder, der gerne so ein bisschen Superhelden hat, mal wieder und etwas sehen will, was er vielleicht noch nicht wirklich gesehen hat, oder auch noch nicht davon gehört hat, schaut, geht durch Jupiter's Legacy. Ganz ehrlich, ist eine Empfehlung von mir. Ist jetzt nicht die beste Superhelden-Serie, die ihr schauen könnt, aber ist sicher sehenswert. Ist die auf Netflix gesehen gerade? Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie hier in der Schweiz auf Netflix ist, aber sie ist eigentlich auf Netflix, ja. Ja, sie ist drauf. Okay. Ja, dann gehen wir durch. Nein, ich wollte es jetzt nicht davon schauen, ich bin am Podcast machen, aber ich würde sie gerne auf meine Liste nehmen. So. Genau. Ja, aber dann nice. habe ich in dem Fall noch eine, bevor wir zu dieser gemeinsamen kommen. Ja. Und zwar das habe ich jetzt gerade diese Woche geschaut, habe ich Twisted Metal geschaut. Ist eine relativ neue Serie mit dem Anthony Mackie und Stephanie Beatrice. Anthony Mackie muss ich wahrscheinlich nicht erklären, den kenne ich die meisten, wenn ihr irgendwas Marvel gesehen habt in den letzten 10 Jahren. Habt ihr gesehen, er spielt bei Marvel den Falcon oder eben den neuen Captain America jetzt. Und Stephanie Beatrice, wer Brooklyn Nine-Nine geschaut hat, kennt sie auch. Sie ist der Stein. Sie ist der Stein, genau. Sie ist die nie lacht. Sie ist die immer alle anpöbelt. Kommt mir jetzt der Name gar nicht in den Sinn von ihrem Charakter, aber ich glaube, wer Brooklyn Nine-Nine geschaut hat, weiß ganz genau, wer ich meine. Rosa heisst sie. Rosa, ja genau. Rosa, ja. Die jetzt, wir kommen vor, ist eine Endzeit-Serie. Die Welt ist ein bisschen zu Hudeln gegangen. Wegen einem Computervirus unter anderem. Und es ist einfach alles hops gegangen. Sagen wir es so. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht irgendwie ein Zombie-Virus oder weiss ich was ausgebrochen. Es ist einfach halt alles hops gegangen. Und das gemixt mit ein bisschen Mad Max und guter Musik
Mit bewaffneten Autos. Stimmt, jetzt weiss ich, warum sie das können. Das hat ein PS3-Game davon gegeben. Ach schon? Ist das... Ja, Twisted Metal. Weil dort hast du deine Autos können ausbauen und ich glaube, du bist nachher dann dort einfach gewesen, einfach, es ist etwas ähnliches wie Fallout. Oder das, also der eine Dings, das wir gespielt haben. Aber ich weiss noch, Das ist aber eine alte Game-Serie. 1995 ist das erste Twisted Metal rausgekommen. Sehe ich jetzt da gar nicht? ja. Oh. Ich mag mich erinnern, wir haben das beim einen Kollegen, aber das hure manchmal gespielt. Ja, da, aufsammelbare Waffen umfassen zum Beispiel Napalm, Raketen, Minen. Ja. Ja, okay, Oh, gut. geil. Dann, das habe ich nicht gewusst. Das weiss ich in dem Fall. Ich muss mir in dem Fall mal so ein bisschen die Games anschauen. Ja, also. Aber das ist, erklärt glaub, jetzt gerade so ein, zwei Sachen im Fall. So wirklich. So, ich habe immer wieder gedacht, Alter, ey, das ist so geil. Und woher haben sie jetzt wieder die Idee gehabt? Aber natürlich aus einem Game raus. Hey, Ja, gut, eben. völlig. Okay, Vor allem das ist eben geil. der Dude mit der Klonmaske, der hat mich gerade so daran erinnert. Der dachte, Alter. Das ist so ein fucking geiler Charakter im Fall. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Der ist so gut. Wird tatsächlich von einem Wrestler gespielt und das wird jetzt mein Schwager freuen. Weil sie haben ja ihre Wrestling-Talk, den sie da machen. Ja. Der wird vom Samoa Joe gespielt. Der Sweet Tooth. Das ist der Clown. Sweet Tooth. So heißt er im Ding, der Sweet Tooth. Das ist so gut. Das ist wirklich eine witzige, interessante Serie. Jetzt nicht mal einen Film gegeben, der so ähnlich. Nein, das ist Death Race. Ja, aber ja. Jason Statham. Ist der mit einem Statham gewesen? Ja, die sind mit dem Statham gewesen. Also einmal der erste einmal. Ja, stimmt, der erste. Habe ich gemeint. Ob sie gut sind, das können wir mal in ihren Raum reinstellen. Ja, aber also das ist wirklich eine witzige Serie. Aber einfach gute Musik hat es dabei. Bewaffnete Autos. Es explodiert immer wieder mal etwas. Und der Anthony Mackie ist einfach wieder so, ich schaue dem so gerne zu, so ein witziger Charakter. Also ich einfach schon. Ich finde auch an sich ist er ein mega sympathischer. Ja. Er ist ein mega sympathischer Dude. Und er spielt den Charakter, er spielt einen sogenannten Milchmann. Ja, der Milchmann. Das sind in dieser Welt, dann sind das eigentlich, kannst du sagen, Kurier. Es gibt, ich will nicht zu viel sagen, aber es gibt Städte und dann gibt es das zwischen den Städten. Und die Milchmänner sind halt die von Stadt zu Stadt oder wo halt einfach Besorgungen machen für die Leute. Aber das finde ich noch nice. So von wegen, ja, ey, du brauchst das, okay, ich bring's von dort zu dort. Und dann ist er dort und dort hat er wieder jemanden, der sagt, ja, ey, könntest du nicht das dort anbringen? Ja, dann fährt er dort an. Okay. Also es ist wirklich ist mega gut und er spielt das so gut, wie soll ich sagen, seine Unwissenheit. Er hat sein Gedächtnis verloren. Unter anderem. Und er kennt, glaube ich, einfach auch, er ist wo das passiert ist der Charakter ein Kind gewesen. Das ist jetzt kein grosser Spoiler tatsächlich, keine Angst. Aber wo das passiert ist er noch ein Kind gewesen und hat das Kind sein Gedächtnis verloren, eigentlich gerade am Anfang, wo das alles passiert ist. Und er hat zum Beispiel noch nie Pizza gehabt. Oh Gott, das will. Und alles so Scheiß, weißt du, und so irgendwelche Sprichwörter, so, wo dann diese schaut dann nachher so, warum sagst du das eigentlich immer? Ja, das sagt man doch am Schluss nachher immer. Nein, das ist eigentlich etwas zum Essen. Ja, aber der hat es auch immer gesagt. Es ist so geil zum Schauen. Es ist, fucking hell, ey. Ich wollte eigentlich gerade weiter schauen, aber leider. Ich mag solche Filme oder Serien. Ja, es ist vor allem er ist einfach ein geiler Dude. Ja, absolut. Absolut.
Das war wirklich witzig gewesen. Ich habe die lang vor mich eingeschoben tatsächlich. Die ist ein Weile draussen, aber ich glaube vor 2 Jahren rausgekommen. Okay. Also ein Weile, aber ist relativ neu, aber trotzdem schon vor 2 Jahren rausgekommen. Und ich habe die immer irgendwie vor mich hergeschoben, ich weiß es nicht. Jetzt weiss ich, woher ich den kenne. Der hat bei 8 Mile mitgemacht. Also Anthony Mackie, ja. 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 Er hat den Dr. Dre da gespielt, ja. Urgut. Ja. Das ist der, der Oh mein Gott. benannt genug worden ist vom Eminem im Film. Dann. Ja. Ja, stimmt. Das ist die Szene, wo sie irgendwie in einen anderen Raum rein sind und die einfach so ein bisschen über sich geredet haben. Eben, woher sie kommen und so. Und der Eminem hat dann nachher dann einfach der Bühne aufgrund von dem voll Wissen hat ihn einfach von benannt auseinandergerissen. genug, ja. Und die Reaktion von ihm dort ist ja echt. Er hat gesagt, ja, what the fuck, Alter, ich habe das vor 5 Minuten erzählt, woher sie kommen und so. Und jetzt verreissest du mich einfach. Genau. Doch geil. So, Ja, da haben wir noch eine. noch eine. Und dazu sage Ja. ich nur... It's about it, fucking hell, guys. It's nice, isn't it? Ist nicht. Wie kann es anders sein? Fucking Gerald. Gerald... In Jeremy Clarksons Clarksons Farm. Clarkson Farm, ja. Staffel 4. Ja. Es ist... Ich habe genau 2 Sachen notiert. Aber auch nur, weil es mir jetzt erst gerade vorhin in den Sinn gekommen ist, bevor wir angefangen haben, dass ich das ja noch geschaut habe. Jeremy wieder völlig lost. Ey. Und die zweite Notiz ist einfach gross geschrieben: Gerald. Ja. Oh. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst um ihn, um den Jeremy. Du merkst, er wird alt und ich glaube, es wird langsam ein bisschen viel. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, er hat in der ersten Staffel auf den Farmen. In der zweiten Staffel ist es, glaube ich, wirklich darum gegangen, dass. Also in der ersten macht er, glaube ich, schon den Hofladen, oder? Im zweiten will er dann das Restaurant machen. Und tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, was in der dritten passiert ist, aber in der vierten, jetzt macht er ein Pub auf. Und das ist eigentlich der Grundplot von allem. Ja. Und hey. Ich bin einfach immer fasziniert nach 4 Staffeln. Wie blauäugig kannst du an so ein Projekt angehen? So, ich habe jetzt Bock auf ein Pub. Dann fährt er zuerst mal irgendwie 3 Folgen lang irgendwie um die Weltgeschichte um irgendein Pub zu finden, das nachher viel zu teuer ist, aber er kauft es dann gleich. Ja, und eins ist schlimmer als das andere. Und so, ja, das geht. Ja, neue Terrasse, ja, das geht schon. Ja, das Wäldli müssen wir nur organisieren, was wir jetzt mit dem machen können. Ja, das geht schon. Ja, und Ja, Wasser haben wir auch keins richtiges. Ja, das geht schon. Ja, 40'000 Böcke für irgendwelche Schirmstände. Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir tun einfach das hure Ding, wir tun einfach eine Blache drüber spannen. Und danach, warum ist es da innen so dunkel? Ja, Kollege, vielleicht wenn du eine Blache überall gespannt hast und kein Licht mehr reinkommt. Und dann kauft der gleich die hure Schirmstände. Hey, das ist hure gut im Fall. Die beste Szene. Eine der besten Szenen finde ich die, wo er draussen in seinem Pavillon innen hockt und ein Bier trinkt, Ja. um sich die Ideen zu sammeln, was er könnte machen. Irgendwie, weil er will in seinem Pub innen, er will eigentlich alles da drin haben. Er will, glaube ich, hätte noch Fleisch verkaufen dort. Und sein Hofladen weiss so gut, was alles machen. Und dann sie denken, Scheiße, wir haben keinen Platz dort. Den Platz brauchen wir für Nahrungsmittel, für anderes Zeug. Genau. Und dann von der Wild im Zeug umeinander fuchteln, weil ihm eine Idee kommt. Und zuerst Mensch, Scheiße, hat er jetzt einen Schlaganfall? Oder genau so ist es bei mir, aber wenn mir irgendein Scheiße Sinn kommt, so, oh, jetzt muss ich mir aufschreiben. Hey, ja, und aber ich muss sagen, die vierte ist mir nicht mehr so im Kopf geblieben wie die anderen.
Okay. Weil es halt doch ein bisschen viel um das Pep gegangen ist. Weniger ums Farmen tatsächlich. Das stimmt, ja. Das Farmen ist so ein bisschen nebendurchgehend mittlerweile, so von wegen, ja, das haben wir jetzt so Genau, das haben einigermaßen wir ausgeschöpft. im Griff. Ich meine, ich finde seine Hure-Experimente immer so geil. Mit seinem Farbding! Ja, der hure Spurreisser siehst du nicht. Ja, komm, wir tun jetzt einfach da so Farbe in Spurreisser rein, dass ich sehe, wo ich durchfahren. Wo ist jetzt die Linie? Ich sehe sie jetzt trotzdem nicht. Ja, was ist das für eine Scheisslinie? Und dann bastelt er 2 Monate lang drum und dann kommt der Caleb zurück und das geht schon lange. Ja, genau. Ich habe voll die Also- Erfindung. Das ist jetzt der Durchbruch. Ja, aber das gibt's schon. Also das Geile ist ja, das Coole finde ich ja, am Anfang ist er auf sich allein gestellt Ja. und er hat keine Chance, er hat keinen Stich. Einfach so verloren. Und dann stellen sie eine Frau an, die ihm helfen kann. Und ich finde das sehr cool. Ich finde das sehr cool, dass sie dort eine Frau haben. Ja, vor allem eine, die ihm einfach mal rumgibt. Ja. So, Kollege, du kannst einfach gar nichts. So in dieser Art und Weise. Aber das Krasse ist, sie hat dann aber auch etwas auf dem Kerbholz. Also der, Hey, absolut krass, was die an den Tag gelegt hat. Ja. also ohne sie wäre er glaube den Laden können zumachen können. Ja, definitiv. Und das Erste, was er kommt, ist ja wieder mit seinem huren Lambo-Traktor. Oder was ist das? Lamborghini, Ja, oder? Lamborghini, genau. Und sie sagt genau das Gleiche wie alle anderen. Der ist viel zu gross. Und was willst du mit dem? Und ja, und wo sie nachher dann die Traktoren bestellen. Dort hat es mich hier genug im Fall. Ey. Ja, was hast du jetzt gemacht? Ja, ich hätte es einfach mal von jedem einen bestellt. Ja, aber das machst du nicht auf die gleiche Zeit. Ja, wenn er das ist, sollst du selber kommen. Dann hat er einfach irgendwie 30 Traktoren auf einmal bestellt. Und die kommen mit jedem mit einem einzelnen Lastwagen. Es sind einfach irgendwie Lastwagen hintereinander gestanden. Und dann kaufen sie das Ding mit dem Lift, der einfach nicht funktioniert. Ja, der Einstieg. Wo er sich etwa 3-mal fast den Scheichen bricht. Oh Mann, ey. Also es ist wieder so... Ja... Aber ich habe mich am meisten gefreut, als plötzlich der Gerald auftaucht ist. Ja. Du hast verdammt lange nichts gehört von Gerald in dieser Staffel. Und aufs Genau. Mal kommt er dann so, hey. Hey, ich bin wieder da. Der Gerald. So gut. Aber etwas muss ich sagen, ich schaue sie auf Englisch. Ja. Wo sie einmal gekommen ist, sie redet nicht viel besser als der Gerald. Ja, ich glaube, das ist einfach gegen das. Aber ich gebe dir recht, ja. Man versteht sie zwar manchmal, aber... Ja. Manchmal habe ich es auch nur verstanden aus dem Kontext raus. Ja. Aber vor allem, was ich geil finde, er geht ja wirklich dann immer wieder mal ein bisschen das ist so seine Therapie, sagt er. Er geht dann wieder farmen, go Crops abfarmen. Und er ist steinhässig, weil ihm der Caleb nicht geschrieben hat, dass sie anfangen. Ah, ja, ja! Einfach so Zeug. Und es ist wieder eine Reise, einfach nur ein Fest gewesen, Ja. die Serie zu schauen. Absolut. Und einfach Seine Scheisshunde. Ja, die war jetzt in der Schule, die passt verdammt gut auf. Ein Scheissdreck lässt sie tun. Nein, sie hält noch eins in die Eier. Oh, Für Scheissviecher, Mann. Mann. Ja, wie heisst der Der John. Bulle? Ah, der Bulle. Ah, ich habe es der letzte geschrieben. Oh Mann, ja, wie hat er schon wieder geheißen? Wie haben sie schon wieder gesagt? Nicht die End. Oder nicht der Game. Endgame. Der Endgame. Endgame. Dann er Stier, der Endgame. Ja. Gut. Und die Geschichte war völlig für den Arsch. Gewesen, Ja. Wortwörtlich. Wo sie Kühe posten. Ja, was muss ich für Kühe posten? Ja, solche, die etwa noch einen Monat brauchen, bis sie reif sind. Aha. Ja, okay.
wo er alle gekauft hat, das sind nicht solche Kühe. Ja, aber du hast mir gesagt, ich muss dicke Kühe. Ja, aber die sind zu wenig fett. Ja, Nachher fangen sie es an zu führen mit irgendwelchem Scheiß ja. und dann nehmen sie ab, weil sie nur noch den Scheiß Genau. Ja, aber man hat ihnen doch jetzt so viel Futter Entschuldigung. gegeben. Warum sind sie jetzt dünner? Ja, Durchfall, schon mal gehört davon. Ich Oh, habe das so war so gedacht, gut gewesen. meine Fresse. Hey Leute, Ah. das tut mir mega leid, wenn mein Mikrofon verschlägt in Nein, dieser es ist Situation. alles okay. Aber, Aber das ist so gut, ey. der Typ, Mann. Ah, Mann. Nur Scheiß. Ja, oder also die Idee, sie tun, glaube ich, die Wasserversorgung für ihr Pub anzapfen von der Stadt nebendran. Ja, Und nein, nicht von sie, von einer anderen Farm irgendwie. Oder ja, irgendwie irgendwie so. so etwas, ja. Aber wenn sie irgendwie am Morgen früh nicht das Wasser sparen, haben sie zu oben nichts mehr. Ja, Weil genau. irgendwie durch den Tag halt die ganze Gemeinde dort waschen und dann haben sie fürs Pub haben sie nichts mehr. Genau. Ah. Ah. Und Staffel 5 ist incoming. Ja, ist in Bin gespannt. Produktion. Also da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, wie viel es gibt. Also wie weit das Ja. sie es werden treiben, was für Ideen es sind. Was ich auch ganz geil gefunden habe. Das hast du vorhin angesprochen. Wo er gemerkt hat, Scheiße, wir haben keinen Platz für alles. Ja. Ja gut, wir haben glaube ich noch irgendein riesiges Zelt rumstehen irgendwo. Da haben sie einfach das Ja. Zelt von Grand Tour, wo sie immer die Show drinnen gemacht haben, geholt. Und Ja. alle gestellt. Und das steht immer noch dort. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem, wo das Pub ist, go besuchen. Der geht immer so Pubs Ja. besuchen und go raten. Und der ist dort angegangen und es ist halt wirklich, es ist jetzt einfach das Grand Tour Zelt in Städten, wo du so einen Hofladen eigentlich auch dort drin hast. Dann. Ich finde eine geile Idee. Sie brauchen es ja eh nicht mehr. Ja, das ist so, ja. Aber man hätte sie können umbranden irgendwie, etwas anderes draufkleben Ja. oder so. Aber es ist einfach das Grand Tour Zelt jetzt halt dort. So gut. Ja, wieso nicht? Ich meine, es ist ein Blickfänger, oder? Das ist Absolut. auch bekannt. Ja. Wie der andere, der auch vorgekommen ist, wo ihm geholfen hat, seinen kleinen Traktor zu verchromen. Ah, ja, der Hammond. Der Hammond. Ich finde es Das ja, war schon wieder so eine Story. ich find's ja geil. Das kleine Säuli. Ja. Oh, wie hat es so geheißen? Ja, wie hat der Hammond? Ah. Richard Ham. Ah ja, der Richard Hammond. Er hat es ja nach ihm benannt, weil er so klein ist und er ihn ja immer aufzieht, weil er so klein ist. Richard Hammond. Darum der Richard Ham. Gut, er hat jetzt noch einen weiteren Namen. Der Richard Ham. Also die Säule. Das ist jetzt der Player. Player? Ja. Sie wenn du eine Soul brauchen sie dort eine männliche Soul. Ja. Damit das eigentlich so ein bisschen die weiblichen angeilen. Also respektive, dass sie ready sind. Ja. Und jetzt ist er halt einfach, der Richard Ham ist jetzt halt der Player vom Ding. Ja. Vom Cake. Aber das finde ich ja so eine coole Storyline, das mit dem Huren Säule. Ja, was machen wir? Ja, wir sperren den ein, bricht er raus. Ja, was machen wir? Ja, wir stecken ihn zu den Frauen. Geht er wieder zu Disney? Ja, okay, jetzt stellen wir einen zu ihm rein. Er wird vergewaltigt. Ja, genau. Ja, genau. Also nicht, dass es lustig ist, aber Nein. sie wollen sie, glaube ich, irgendwie so machen, dass sie wollen ihm eigentlich einen Beschützer geben, Genau. wo sie dann nachher dann ein separates Käfigli machen, wo sie den Richard Ham mit einer anderen Soul rein tun. Und eigentlich wäre es gedacht gewesen, dass sie sich anfreunden und dass nachher dann die größere Soul der Richard Ham beschützen. Aber es ist, glaube ich, irgendwie keine 10 Minuten gegangen, ist der Richard Ham schon bestiegen worden von diesem. Genau. Und der Jeremy ist völlig am Übergehen. Nein, wir machen das doch nicht. Und so. Genau. Dann läutet irgendwie um Tierarzt an, du, was mache ich jetzt? Der eine hackt da schon auf dem anderen oben. Oh, Ja, das ist super. Ah, göttlich. Das ist einfach göttlich. Kann man sagen, was man will. Ja.
wären wir, glaube ich, durch mit der Serie. Oder hast du noch etwas? Nein, ich habe es gerade geschaut. Ich bin Nein. auch fertig. Aber nichts. Flasche leer. Habe nicht die Flasche leer. Aber du hast, glaube ich, mehr Filme als ich das mal. Ja, also ich habe 3 kann ich auf einen zusammen schlurpfeln. Tatsächlich. Aha, okay. Ja, ich habe einfach nur 3. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann fang mal an. Also, ich habe das letzte Mal schon einen angeteasert, wo ich hure hässig war. Und zwar, ich und Liz wollten Terrifier schauen. Oh ja, Wir genau. haben die geschnittene Fassung gehabt. Dann haben wir überall rumgeschaut. Und dann haben wir eine Uncut-Fassung gefunden. Haben die gekauft. Wie DVD. Steht drauf FSK 18. Und die eine steht drauf, glaube ich, nicht jugendgefährdend oder so. Bei dieser steht jugendgefährdend. Ja, nein, das steht einfach nicht drauf. Und also tatsächlich, ich bin dann nachher recherchieren, es gibt etwa 3 oder 4 Fassungen von jedem Film. Die mit FSK 16, die ist auch geschnitten wie blöd. Dann gibt es die von FSK 18, die ist ein bisschen geschnitten. Und dann gibt es so die Uncut-Version, die frei auf YouTube rumläuft, wo sich jeder kann anschauen kann. Okay. Der ganz erste Film kannst, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber du kannst den ganz ersten Film, Uncut, kannst du auf YouTube reinziehen. Oh Mann. Nichtsdestotrotz, wir haben alle 3 Filme geschaut. Also für die kein Blut sehen, keine Verstümmelungen können sehen, Leute, die brennen, Leute, die massenhaft erschossen werden, verstümmelt, auseinandergeschnitten, was auch immer, schaut ihn nicht. Aber wenn so etwas so ein bisschen auf die Lust, also die möchten das definitiv nicht ernst nehmen, was da drinnen passiert. Es hat eine Szene gegeben im 3. Film, wo ich als einziger sagen musste, okay, das ist too much. Okay. Das ist echt too much. Und dort habe ich, also, dort hat Liz weggeschaut und ich musste sagen, Bro, nein. Also, das ist Ende Gelände. Der erste Terrifier, der ist eigentlich so ein, ich glaube, so eine wirklich, also sind eigentlich alles B-Movies, hä? Voll easy. Sind, glaube ich, auch relativ günstig gemacht, also relativ billig. Produziert worden, haben aber nichtsdestotrotz eigentlich eine mega geile Maske, finde ich, so mit Puppen und weiss Gucker was alles, das haben sie recht schön hingebracht. Aber, ey, Scheiße. Der Clown, er heisst The Art the Clown. Mhm. Alle Szenen mit dem, oder die meisten Szenen mit dem, sind einfach awesome. Der Typ, der die Figur spielt, der bringt das so geil über. Du kannst einfach nicht anders, weder dass ich einfach lachen, während er irgendwelche Leute verschendet. Also er hat irgendeine Szene oder 2 in der Dusche, wo am Vögel sind, oder überraschen mit einer Kettensage. Und am Ende reißt der Rego recht den Arsch auf. Und ich musste so lachen. Come on. Ja. Oder irgendwie, er trifft auf einen Sammy Klaus und hat hure Freude am Sammy Klaus und am Schluss, ja, ich glaube, mir muss ich nicht erzählen. Also, eben, wenn ihr einen starken Magen habt und so etwas so ein bisschen auf die leichte Schulter, nehmt die ja. Er hat auch tatsächlich ab dem 2. Film hat er eine Story. Also der erste ist so, okay. Der zweite fährt dann auf eine Story haben, wo eigentlich, ja, ja, sie ist halt dort. Punkt. Wo man auch gerade hätte können lassen, so in der Art und Weise. Ja, also nein. Also, so wie ich jetzt mal das Interview vom Erschaffer von ihm gehört habe, er hat eigentlich von Anfang an eine Story hinten dran tun. Ah, okay. Er hat aber eigentlich nicht gewusst, reisst oder reisst es nicht. Und er hat nachher dann eigentlich vom ersten her fängt er dann an. Der zweite hat wirklich eine Story hinten dran. Und ja, die zieht sich dann weiter im dritten. Ja. Aber sie macht jetzt nicht irgendwie etwas Besonderes aus. Tatsächlich ist das Ende der Filme ist meistens immer relativ, ja,
so wie in den vielen Horrorfilmen immer so ist halt so das Ende ist so, ja, what the fuck ist jetzt das gewesen? Das ist völliger Bullshit. Ich glaube, bis auf Conjuring habe ich noch, oder Insidious habe ich noch keine einzige Filme geschaut, wo so Horrorfilme sind, die ein gutes Ende haben. Ja. Weil meistens ist es immer, wenn irgendein Horrorfilm ist irgendein Scheiß, oder dann musst du wegputzen und fertig. Weil die einzigen, die das einigermaßen gut abdeckt haben, in meinen Augen, ist Conjuring. Ja. Oder eben Insidious. Und ja, also Terrifier, du schaust eigentlich nicht wegen der Story, du schaust eigentlich wegen dem Lohn. Ja. Also eben, ist empfehlenswert zum mal schauen, aber ja. Für die, was mal interessiert, ich könnte vielleicht mal von die Filme von mir aus lehnen. Damit ihr sie nicht selber kaufen. Oder geh einfach auf YouTube. Ja. Schau Also, dort. was ich muss sagen, in unseren Fassungen, du siehst nicht alles, aber du siehst immer das Endprodukt. Okay, gut. Ach, Jesus. Ja, gut. Und du musst sagen, okay, gut, easy. Ja. Und einfach, ja. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Art the Clown. Art the Clown. Ja. Und er hat eine Szene, das würde dir sehr gut gefallen. Da ist er in einem Einkaufszentrum und hat eine Brille an mit Sonnenblumen drauf. Oh. Ich schicke dir nachher dann noch ein Foto, es sieht hilarious aus. Es ist hilarious. So gut. Grundsätzlich die Szene dort. Du hast so Angst vor dem Klon, oder die Figur hat so Angst vor dem Klon, er ist im Hintergrund und macht nur einen Scheissdreck. Er macht nur Scheiß. Oh Mann. Ja. Genau. Ja, hast du etwas Schöneres? Also, ich habe. Wie soll ich anfangen? Ich fange mit dem Schlimmsten an. Und schlimm im Zusammenhang mit der allgemeinen Weltgeschichte gerade. Ich habe Idiocracy wieder mal geschaut. Oh, der Film. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, darum habe ich gedacht, hey, ich habe irgendwo einen Ausschnitt gesehen letztes Mal und dachte, oh, weißt du, das kommt, der schaust jetzt wieder mal. Ja. Ich meine, viel dazu sagen muss ich ja wahrscheinlich nie zu dem Film. Aber es hat sich teilweise angefühlt, wie wenn du eine tagaktuelle Dokumentation anschaust. So, Bro, ja, so dumm sind die Leute heute. Die würden genau so Zeugs glauben, genau so fix. machen. Es ist. Ja. Oh, fucking hell, der Film. So too much. Wie heisst der Typ, der in Kanada wohnt, der Schweizer? Ja, mit dem Richi. Ah, das ist wie heißt das schon wieder? Schönbächler. Ja. Ich zitiere ihn. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Es hat keinen Wert. Ja, es hat noch Tankmost. Und schauen, wie es Zungen ist und dann gar nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also Idiocracy 2005 ist der, glaube ich, rausgekommen. Ich glaube es Dort war noch eine Komödie gewesen, seit 2020 ist es eine traurige Dokumentation. Hat schon ein bisschen etwas, ja. For real, aus diesem Film raus sind Crocs entstanden. Weil die Leute haben dort... Ja, die Produzenten haben gesagt, jo, wir möchten so richtig dumme Schuhe haben, wo sich jeder kauft. Und dann haben sie dort drinnen Crocs ähnliche Schuhe gehabt. Ja, eben da. So, everyone in Idiocracy wears Crocs because they were horrible and cheap. Aha, ja, aber anscheinend hat es die vorher schon gegeben. Aber dank dem Film hat es, glaube ich, einen rechten Boom gegeben. Genau, ja, das steht da. Es ist schwer traurig. Also nicht Crocs. Crocs von mir aus soll jeder das anlegen, was er will. Aber der Film ist schon speziell. Das ist einfach too much, hey. Ja. Das ist einfach too much. Und eben, wie gesagt, ja. Wenn du sich anschaust, was heute sich in der Weltgeschichte umgeht. Ich meine, der Präsident in dem Film und sein ganzes Komitee
Ich meine, der Trump hat einmal einen Auftritt bei WWE gehabt. Ja. Und aus was besteht sein Stab? Ja, aus Leuten, die er gerne hat, die einfach, hey, du bist ein cooler Sicht, du wirst jetzt Außenminister, hey, du wirst Minister des Inneren. Minister des Inneren. Und das, ja, oh Gott. Es ist so, hey, also, ja, Es ist relativ tragisch. absolut. Also, und wir pfeffern genau dorthin. Ja. Ja. Gewisse Länder schneller und mehr als andere, aber Ja, das ist es so. Das ist so. ja, mehr habe ich zu dem Film eigentlich nicht zu sagen. Ich habe das Tränchen vergossen am Schluss und dachte, schade, so weit kommt es irgendwann. Aber Ja, Electrolytes. aber es enthält Elektrolyte. Ja, und? Das sind das, was Pflanzen gerne mögen. Nee, das sind, wie heißt's? Die Diskussion, die er hat. Ja, also, Von wegen, der von wegen Elektrolyte. Beste habe ich immer noch gefunden. Also, Wasser wie im Klo? Ja, aus der Toilette. Toilette? Und das Beste ist, also, ich habe noch nie gesehen, dass eine Pflanze aus einem Klo wächst. Weil er ihnen erzählen, dass Wasser braucht keine Elektrolyte. Vor allem- braucht Gatorade. Vor allem, der Rest stimmt ihm alles zu. Ja, da hat er einen Punkt. so, Bro, was? Mein Gott. Es ist einfach nur stumpfsinnig. Oh, Mann. Es ist einfach nur stumpfsinnig. Ah, Genau. gut. Äh, Next. ja, ich bin ins Kino, Oha. tatsächlich. Oh. Und ich bin einen Disney-Film schauen. Warte mal. Disney. Ja. Keine Angst, es ist nicht Schneewittli. Nein, aber ich habe gerade zwei im Kopf. Ja, erzähl. Und zwar bin ich Lilo und Stitch schauen. Ja, das war einer von denen zwei, die ich gedacht habe. Ja. Das war der andere. Gewesen. Drachenzähmen leicht gemacht. Der ist doch von Pixar. Oder von DreamWorks. Ah, ist der von Pixar? Ich komme Okay. noch immer ein sauren Genosch über. Ah, das könnte aber sein, ja. Das könnte sein. Also es tut mir leid, eben Pixar und ich glaube Pixar gehört irgendwie zu Disney. Also alles das, was ich jetzt sage, ist vielleicht purer Bullshit. Aber ja, ich bin den Film schauen mit der Family und eben es ist die Realverfilmung von Lilo und Stitch. Mhm. Die Effekte sind recht gut. Was ich schön finde, ist, sie haben den Vornamen wirklich von Hawaii gemacht. Also für mich hat es jetzt nicht so ausgesehen, als hätten sie irgendwie Greenscreen gebraucht oder so. Obwohl viele das heutzutage teilweise machen. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die Geschichte selber ist, vor allem am Anfang, es ist relativ schnell erzählt. Ja. Also macht Bam, 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 Bam. Und gegenüber dem also gegenüber der Originalverfilmung fehlen ein paar Hauptfiguren. Also für die Lilo und Stitch gesehen haben, die Originalfassung, das Alien am Schluss, der grosse Endbösewicht, der kommt gar nicht vor. Okay. Tatsächlich sie schicken ja da dann am Stitch sie erschaffen. Also vielleicht noch, ich muss vielleicht anders schaffen. Um was geht es eigentlich? Für die, die es nicht kennen, Lilo und Stitch, es gibt ein Komitee im Universum, wo sie irgendwie gerade etwas am Diskutieren sind. Sie sind dort im Gericht drin und dann kommt der Stitch, das ist so ein Monster, wo der ein Doktor erschaffen hat, wo eigentlich das ultimative Böse ist, wo eigentlich Planeten soll zerstören, was auch immer. Es kann ja auch nur zerstören, es ist etwas anderes, kann es nicht. Und der Stitch, anstatt dass sie ihn ins Exil schicken, flüchtet er aus dieser Raum, was auch immer, und kommt dann auf die Erde und wird dann dort von einem kleinen Mädchen adoptiert. Weil sie das Gefühl hat, er ist ein Hund. Genau, aber er gibt sich also als Hund. Genau. Und eben, die Geschichte ist,
die Geschichte ist hure schnell erzählt und eben sie schicken nachher dann eigentlich sie Erschaffer plus noch einen, der sich auf der Erde auskennt oder der Fan ist von der Erde, schicken sie dann auf die Erde. In der Zeichentrick Filmen tun sie sich eigentlich immer nur verkleiden, aber in der Realverfilmung sind es zwei echte Schauspieler. Der eine ist der bei Hangover der Dicke spielt. Mhm. Und der andere, den kenne ich jetzt, habe ich auch schon gesehen, Film, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie er heisst. Ja, also sie tun eigentlich die ganze computeranimierte Sache, die sie dort haben, tun sie eigentlich ersetzen mit Menschen. Also sie verwandelt sich dann in Menschen oder Genau. okay. Sie laufen dann als Menschen um und tun sich nicht nur verkleiden. Ja. Und ich muss sagen, ja, wahrscheinlich haben sie nicht gerade hure viel Geld in diesen Film reingebuttert. Denkt es mir jetzt. Oder Ja. respektive wegen der. Andererseits. Also ich finde es keinen schlechten Entscheid. Ich finde es keinen schlechten Entscheid. Genau. Es ist okay. Sie machen auch ihre Sache gut. Eben, was ich halt eben ein bisschen schade finde, ist, sie nehmen relativ viel weg vom Film, von den Originalen. Okay. Weil die das Originale gesehen haben, ist es eigentlich auch so, die Lilo und ihre Schwester die Nani, heisst sie, glaube ich, die haben gerade ihre Eltern verloren. Und eigentlich die Nani, die ältere Schwester, versucht, die Familie zusammenzuhalten. Also sprich sie und ihre kleine Schwester. Und tatsächlich kommen sie dann eben, sie werden eigentlich immer wieder kontrolliert von einer, wie heisst die, von so einer Kinderbehörde. Mhm. Im Zeichentrickfilm ist sie dort eigentlich nur der eine Typ. Der aussieht wie jemand von Men in Black. Mhm. Wo immer wieder stimmt, schauen. Im Film ist es tatsächlich eine Frau. Der Dings, der FBI-Agent, kommt erst nachher dazu. Also du weißt eigentlich von Anfang an, dass er ein FBI-Agent ist. Ja. In der Zeichentrick-Animation weisst du das nicht. Ja. Und tatsächlich eben, was viel ist, du hast eigentlich, in der Zeichentrick-Animation ist eigentlich der Stitch, aber an einem gewissen Punkt ist er dafür verantwortlich, dass die ziemlich zerrüttete Familie näher zueinander findet. Das ist in der Realverfilmung von mir her gesehen überhaupt nicht der Fall. Okay. Er ist eigentlich nur da, wenn es lustig soll sein. Es gibt einen Moment, wo es ein bisschen tricky ist, aber er hat keine Konsequenzen davon. Und auch die ganze Sache mit Scheiße, es sind die Aliens, ist völlig nebenbei. Die lustige Szene dort, oder die brachiale Szene, die eigentlich alle cool finden, wo sie die Schallplatte spielt, also den Plattenspieler hinstellt, am Stitch seine Finger auf die Platte tut und nachher dann er das Maul Ja, aufmacht. genau. Das ist schon hure geil. Die ist dort völlig fremd. Okay. Also sie kommt auch vor, aber sie reagiert überhaupt nicht drauf. Also es geht wirklich eigentlich mehr um die ältere Schwester, wie sie es eigentlich mag managen. Ich finde, der Stitch kommt praktisch, er hat keine wichtige Rolle, er ist einfach dort zum lustig sein. Ja. Mehr hat er nichts zu tun. Ja. Und das finde ich mega schade. Auch eben, wo sie am Schluss dann auf die Aliens treffen, es ist so, okay, Aliens, sehr easy, hey, schönen Tag, tschüss. Das finde ich ein bisschen schwierig, finde ich ein bisschen schade. Ist es vielleicht, weil der Film vielleicht eher für ein älteres Publikum gedacht war dann? Ich meine, ja, Ich Lilo und weiß Stitch nicht. ist natürlich schon ein Kinderthema, oder vor allem der Zeichentrickfilm, aber ich könnte mir noch vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, ja, so eine Realverfilmung, ich glaube, Kinder schauen doch eher nur den Zeichentrickfilm als die Realverfilmung und dann ändern wir es ein bisschen. Ich kann es nicht sehen, aber ich das weiß nicht. wäre vielleicht so. Das kann sehr gut sein, das kann sehr gut sein, aber irgendwie, ja, wahrscheinlich gehst du eben noch, wie immer, wenn du so einen Film vorher siehst, mit völlig anderen Erwartungen dahinter. Ja. Aber es ist schon teilweise ein bisschen schwach, wie, eben, der Film heisst Lilo und Stitch und heisst nicht irgendwie Lilo und Nani. Ja. Aber so ist es mir etwa vorgekommen. Ja. Er war halt einfach das Lustige nebendran Hänenhösel gewesen. Schade. Genau. Aber sonst gemacht ist er eigentlich nicht schlecht. Es hat ein paar coole Effekte drin. Und ja, also eben, schlecht ist er nicht, aber für mich her kommt er, als Original kommt er nicht dran. Ja. Ja.
Aber eben, Was ich im Moment genau. einfach ein Problem habe, irgendwie im Moment ist es glaube ich extrem, es muss ums Verrecken von allem im Moment eine Neuauflage und vor allem Ja, eine es ist. Realverfilmung geben. Hey, ich meine, ich wollte nicht sagen, dass die Sachen schlecht sind. Ich könnte mir vorstellen, Drachenzähmen leicht gemacht. Ich meine, der Animationsfilm ist super. Das ist wirklich mega Ja, gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Realverfilmung gut ist. Tatsächlich, wenn sie dieser Geschichte ja. so folgen. Es ist nicht. Ich finde es nicht schlecht, dass es so Sachen gibt. Aber ich meine, Drachenzähmen leicht gemacht oder auch Lilo und Stitch und ich glaube, Vaiana wird ja oder ist auch gemacht worden oder wird, glaube ich, auch noch gemacht. Ja, also ich bin da deiner Meinung, sie sollen doch einfach das Zeug so lassen, wie es ist. Ja. Ich meine, Das ist meine dass ein Meinung. König der Löwen mal neu machst als Neuverfilmung. Ich meine, König der Löwen ist alt. Sind wir ehrlich. Das ist ein alter Film Ja, mittlerweile. gut. Und Ja. dass du dann mal sagst, hey komm, wir machen aus dem mal, jetzt nach 30 Jahren oder so, machen wir mal einen neuen und wir machen das doch Mhm. mit der Technik, die wir heute zur Verfügung haben, bis es halt gemacht haben. Finde ich Ja. okay. Aber jetzt Vaiana, Lilo und Stitch, Drachenzähmen leicht gemacht. Die sind noch nicht 30-jährig, weißt du? Da muss ich sagen, Ja, warum? das habe ich jetzt so wollen sagen. Vor allem gerade die so neu sind, nachher sagen, ja, komm, wir machen eine Realverfilmung. Ja, Finde ich hure schwierig. das. Aber du hast nicht die technologische Veränderung, dass du jetzt würdest sagen, boah, das ist geil. Ja, aber Und auch ehrlich gesagt, auch das kann heutzutage hinten raus schiessen. absolut. Absolut. Ja, aber eben, es kommt halt irgendwie auch nichts mehr Neues, weil eben, du hast nachher dann immer das Gleiche, wo du kannst wieder können. Und sorry, für mich jetzt, ja, Lion King ist relativ alt. Aber sorry, du kannst halt die Mimik, die Gesichtsausdrücke vom kleinen Simba, kannst du nicht eins zu eins Computer wiedergeben. Vor allem nicht, wenn es nachher dann so real so aussieht. Ja, Weil genau. es wirkt dann nachher dann irgendwie unnatürlich, wenn du eine lebendige Katze siehst lachen oder lächeln oder Ja, so ja, etwas. Du musst sagen, no, nein, das hat einfach keine Seele. genau. Darum, also ja, ich finde es halt einfach auch schade. Ja, genau. Ja, ich mache gerade weiter. Und zwar, ich habe Fountain of Youth geschaut. Okay. Ähm, The hell is that? ich ha den völlig auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist ein guter, kurzweiliger Family Adventure Film mit dem John Krasinski und der Natalie Portman. John Krasinski ist vielleicht der Film ein Thema, der hat bei The Office mitgespielt. Und Natalie Portman, das ist wahrscheinlich selbsterklärend, die muss man nicht. Nein, also, wer Star Nein. Wars gesehen hat, kennt sie definitiv. Ähm, ist es ein Schatzsucherfilm und ich habe immer wieder so ein bisschen den Vibe von den Tempelritter-Film teilweise gehabt, da von Nicolas Cage. Okay. Ähm, was? Ja, nichts. Nicolas Cage. Aha. Ja, That's all. immer so ein bisschen in die Vibe, es ist ein bisschen um Rätsel gegangen, so Sachen lösen manchmal ein bisschen. Wo finden wir den nächsten Hinweis oder wie müssen wir das zusammensetzen? Ägypten ist vorgekommen, dann bin ich sowieso sofort dabei. So ein Mysterium um Ägypten, das ist ein Sinkhole für mich. Da könnte ich, darum bin ich wahrscheinlich auch so Fan von Stargate. Aber anyway. Es ist ein guter Film, wirklich. Ich habe ihn absolut solid gefunden. Es ist jetzt nicht überragend, aber wer mal an einem Abend oder so einfach einen kurzweiligen, guten Film schauen, wo nicht so mega ernst oder so, weiss ich was ist. Hey, völlige Empfehlung, Fountain of Youth. Zieht euch den rein. Das ist wirklich sehr gut für so einen Abend. Könnte man wahrscheinlich je Klingt doch nachdem sogar nice. mit den Kids schauen. Ich weiß nicht, was für eine Freigabe was er hat. Der ist vom Guy Ritchie. Ja, Ah, nein, das war der hat Director. Gewesen. Regie geführt, ja. Ja.
Von Gentleman, der Typ. Genau. Da kann er nicht ganz so schlecht sein. Ja, also es ist jetzt nichts Neues, weißt du, das Konzept und so. Hey, ja. Eben Fountain of Youth, sie suchen den Jungbrunnen. So das Wasser des Lebens und so, wie man so schön sagt. Er hat auch ein bisschen, ich weiß nicht, die Film Reise zum Mittelpunkt der Erde. Geht also in die gleiche Richtung, so vom Vibe aus teilweise. Darum, aber es ist ein Familienfilm. Kann man absolut schauen. Genau. Okay, nice. Gibt es auf Apple TV Plus, soweit ich gerade im Kopf habe. Auf dem Apple-Fernsehen. Genau. Ja, da komme ich zum ihm. Ja, er ist ein bisschen cringe. Aber Ich jetzt. bin ehrlich, er ist ein bisschen cringe. Aber er hat damit zu tun, dass der Film, jetzt muss ich ganz schnell schauen, damit ich kein Seich erzähle. Er kommt aus dem Jahr. 1995. Und mein Bruder hat gesagt, hey, hat er mir mal geschrieben, hey, ich bin momentan so voll im 90er-Jahr-Film und so. Und zwar heisst er Das Netz mit der Sandra Bullock. Ich glaube, die restlichen, warte mal, den habe ich mal gesehen. Aber schon die ewig restlichen her. Schauspieler sind nicht so bekannt tatsächlich. Wie ich da gerade sehe. Aber es geht eigentlich darum, sie ist Programmiererin oder irgendwie sie tut Sachen anschauen, wie fest dass sie, also Fehler, glaube analysieren auf irgendwelchen Programmen. Und tut das nachher dann eigentlich halt einfach beheben oder sagt, hey, look, dort hast du einen Fehler, viel Spaß, kannst du dort und dort reparieren. Und es ist halt geil, so die 90er Jahre, wie sie einmal so das Gefühl haben, so funktioniert das oder so sieht das aus. Sie hat irgendwie etwa 3 PCs daheim oder 2 und dort wird nichts irgendwie vorgelesen, sondern es wird alles geredet, als hätte der Computer schon eine Stimme. So. Also, selbst halt irgendwie Pizza. Deine Pizza ist jetzt in 45 Minuten bei dir. Guten Appetit. Und so, weißt du, das ist halt so ein bisschen das Cringige und so. Aber irgendwie auch geil. Das kann Und, Ding nicht. Eat.ch. Hast du mal Pizza bestellt? nein. Der hat es nur angezeigt. Ja, eben solches Zeug. Und irgendwie am Anfang spielt sie Doom und so. Und eben, sie geht dann nachher in die Ferien und hat irgendwie einen Disketten bekommen von einem Mitarbeiter, wo der komischerweise verunglückt, was auch immer. Und dann geht dann die ganze Geschichte los. Sie ist dort in der Ferien, lernt den Typ kennen. Und der will sie dann eigentlich umnieten, weil sie die Diskette bei sich hat. Weil auf dieser Diskette ist irgendetwas drauf. Das weisst du am Anfang nicht, was es ist. Und ja, sie muss einfach aus dem Weg geräumt werden. Und dann fängt es nachher dann an. Sie kommt heim. Oder respektive sie kann nicht heim, weil sie hat ihre Sportmoney geklaut, wurde sie hat keinen Ausweis und niemand weiß, wer die Dame ist. Sie ist einfach nicht existent. Okay. Und dann kommt sie heim, sie hat keine Hütte mehr, weil scheinbar die dort gewohnt hat, die gibt es gar nicht mehr und die hat noch nie dort gewohnt. Das ist eigentlich eine riesige Verschwörung, weil sie eigentlich im Hintergrund auf einer Personaldatenbank, also die Bösewichte gehen auf einer Personaldatenbank, gehen die alle ihre Informationen abändern oder vertauschen. Also es ist dann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heisst im Film innen. Es ist jetzt nicht irgendwie Alex, sondern heisst dann nachher dann Max Roof und ist irgendwie, keine Ahnung, drogenabhängig und schon etwas und wird dann eigentlich so durch die ganze Stadt gejagt. Das ist wirklich kaputt. Also eigentlich schon so ein bisschen mit der Idee gespielt, was ist, wenn du all deine Daten zentral an einem Ort hast, was die Leute eigentlich damit könnten machen, wenn sie genug Recht hätten. Ja, ja. Weißt du, eigentlich tatsächlich eigentlich schon hure böse. Ich meine, du gehst zum Arzt und die tippen die Namen einfach in ein Feldchen rein. Und eben, Ja, der Arzt kann zum Beispiel jetzt auch dort reinschreiben, du bist da und so und hast das und das Problem. Und der nächste Arzt, der dann das liest, denkt so, oh, what the fuck? Und eigentlich so daneben ist es nicht, es ist halt einfach hure überspitzt, denkt es mir. ja, aber ich meine, es ist ein aktuelles Thema. Ich meine, ist es nicht in Ja, Deutschland, genau. wo es im Moment gerade so das Thema ist, so von wegen digitale Patientenakte und alles? Nein, ist auch in der Schweiz das Thema. Nein, ich meine, wo es jetzt im Moment, ich glaube, in der Politik so auf und ab diskutiert wird.
Ich glaube, in Aha, Deutschland gehen da recht viel auf Barrikaden und weiss ich ja, aber was. in der Schweiz eben auch. Ja, In der Schweiz haben wir ein EPD, das elektronische Patientendossier, das genau. sie einführen wollen, glaube schon seit etwa 5 Jahren und sie bringen es nicht hin. Aber halt wieder irgendwie Datenschutz wieder sich ändert und dann müssen wir wieder anders machen. Also es ist ein aktuelles Thema. Genau. Und ja, also ich meine, vielleicht in den Staaten nennen. Wir haben auch schon Videos gesehen, wo sie anhand von der Kreditkartennummer eigentlich praktisch alles herausgefunden haben, wo sie wohnt, was sie zuletzt gekauft hat und weiss der Gucker was Ja. alles. Eben, es ist halt, ja, genau. Aber es ist ein interessanter Ansatz, kann ich sagen. Mhm. Ich Finde ich. weiss, ich habe den Film auch mal geschaut, aber das ist schon ewig her. Vielleicht sollte man wieder Ja, mal schauen. Ja, vielleicht mal wieder. ich habe ihn eben auch schon seit längerem mal wieder nicht gesehen und eben, es ist schon nicht schlecht, aber halt einfach, ja, es ist halt einfach alt. Ja, Vielleicht eben auch ein bisschen cringy und so mit den PCs, die dort sind, die dann mit dir reden und so. Und es ist okay, easy. ja. Aber ja, hat Spass gemacht zum Schauen. Nice. Dann, Genau. wenn du gerade so einen Thriller gehabt hast, ich habe auch noch einen geschaut, Ja. und zwar einen relativ aktuellen, und zwar habe ich den Amateur geschaut. Ist ein agenten Thriller, der ist jetzt vor kurzem erst im Kino gekommen, mit dem Rami Malek. Oh, bitte erzähl mir dann nicht zu Nein, viel nein, davon. nein. Weil- Das, der Rami Malek, wem der Name kein Begriff ist, haben ich das Leben nicht so im Griff. Nein, Quatsch. Also ich finde ihn hure gut. Ich schaue ihm mega gerne zu. Vor allem, ich bin so richtig Fan geworden, als ich halt Mr. Robot geschaut habe, Serie. Das ist Ja. so absolut genial, die Serie. Er hat aber ja auch Freddie Mercury gespielt im Film, von der, wo es Vor allem Queen. sehr gut. Sehr gut, ja. Mega guter Film. Der Amateur, er hat für mich ein bisschen etwas so ein bisschen von den Bourne-Film gehabt, teilweise. Mhm. Und so ein bisschen etwas von 96 Hours Taken mit dem Liam Neeson. Ja. Ich habe mir so das Gefühl, es ist ein kleiner Mix von dem. Er spielt einen zurückgezogenen CIA-Analyst. Richtig gescheites Haus, das auf einen Rachefeldzug geht. Mhm. Und einfach das zu sehen, was. Ich meine, es ist nur ein Film, aber das zu sehen, was jemand machen könnte, der einfach clever ist. Und dem ist eigentlich alles mittlerweile scheißegal. Der geht jetzt einfach auf den Rachefeldzug. Das ist. Ich bin eigentlich stark und dachte, ein verdammter geiler Brain-Move jetzt gerade. Also, damit. Er ist einfach wieder 5 Schritte voraus gewesen. Ich habe es nicht gesehen kommen. Aber das ist eben geil. Es ist super. Also. Und- ja. Und das Lustige ist ja, ich glaube, vom Trailer her, siehst du eigentlich, dass dann alle so ein bisschen von der CIA oder wo er arbeitet, so ein bisschen belächeln. Ja, du könntest schon nie auf so etwas kommen, du könntest das nie machen. Ja, vor allem am Anfang. Das habe ich auch im Trailer genau, gesehen. ja. Es geht immer so ein bisschen darum, er geht zu seinen Vorgesetzten und sagt ihnen, hey, das und das passiert jetzt und ich werde das und das schon machen. Und sie so, ja, du bist Analyst, was Ach du. willst du? Das ist keine Feldausbildung und so. Und ja, also wirklich, also von mir aus, wenn er zum Beispiel eben Bourne oder 96 Hours so etwas gerne gesehen hat, einfach der Rami Malek ihm gerne zuschaut und ein bisschen einen guten Film gesehen, schaue ich den, das ist wirklich das ist sehr interessant. Habe ich wirklich gut gefunden. Guter Dude. Genau. Und tatsächlich habe ich aus Versehen geschaut, weil eigentlich habe ich einen anderen schauen. Dann habe ich gesehen, der ist auch rum. Und der andere war gar nicht rum. Dann habe ich halt den geschaut. Eigentlich kann ich den Accountant 2 schauen. Ja, vielleicht muss man zuerst den ersten schauen. Nachher dann den zweiten. Ja, das habe ich das letzte Mal nachher auch gedacht. Ich glaube, ich schaue den ersten nochmal. Okay. Dann den zweiten. Genau. Ja. Ja, also ich habe noch zwei. Der erste, den ich geschaut habe, das sind eigentlich beides Filme, die ich die wieder mal ein bisschen schaue. Also bei Arbeiten war letzte.
Und habe eigentlich so eine doppelte Aufgabe müssen machen. Ich dachte, ey, was könnte ich nebenbei schauen? Und ich dachte, komm, schau mal, was es auf Netflix gibt. Und dann ist mir tatsächlich Shooter angezeigt worden mit dem Mark Wahlberg. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach ein Film, den schaue ich einfach öfter die immer wieder mal gern. Und ist tatsächlich, ich glaube, jeder, der irgendwie so Scharfschützen-Spiele spielt, ein Begriff. Es geht eigentlich darum, dass ein amerikanischer Navy-Soldat, der Scharfschützenausbildung hat, eigentlich den Auftrag bekommt, er soll ausspionieren, also er soll an gewisse Orte hinfliegen und dann am CIA oder wer auch immer, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, einfach den guten Anführungs- und Schlusszeichen sagen, wo wäre es am besten, ein Attentat auf einen Präsident auszuführen. Mhm. Und dann geht er dorthin, macht die Analysen und sagt dann eigentlich, ja, dort und dort. Und dann passiert tatsächlich ein Attentat. Und er ist am Schluss dann eigentlich der verfolgt wird. Ja. Weil ich sage, hey, er hat eine Scharfschützenausbildung, er muss es sein, er ist überall schauen und so. Und so fängt dann das ganze Zeug an. Und ich finde den Film einfach geil. Es tut mir leid. Ich finde den nice. Also ich habe ihn auch schon 2-3 Mal gesehen. Ich finde ihn wirklich gut, aber mein Problem ist immer wieder bei... Also Shooter könnt ihr jetzt nicht immer wieder schauen. Nein, Einfach, es ist... Einfach aus dem Grund, weil wenn ich den Film schaue und dann sagen wir jetzt ein Jahr später wieder würde schauen, ich würde nach 10 Minuten abschalten, weil in meinem Kopf der ganze Film schon wieder abgespielt worden ist. Ja. Also ich habe eben noch mehr oder weniger so nebenbei geschaut, Ja, aber so die Schlüsselszenen und so, das ist halt schon geil. Das ist ein guter Film, tatsächlich, ja. Ja. Und tatsächlich habe ich den, gerade anschliessend, weil ich immer noch nicht fertig war mit meiner doppelten Arbeit, habe ich einen Film geschaut, der braucht ein bisschen mehr Hirnschmalz, aber den habe ich auch schon so oft gesehen, aber ich schaue ihn immer wieder gern. Es ist eigentlich eine andere Version, wie fast von John Wick. Und zwar ist es Collateral. Mit dem Tom Cruise und mit dem Jamie Foxx. Ja. Ich finde das einer der besten Filme mit dem Tom Cruise. Wird das mal nicht immer so ein also nicht immer ein Held spielt, sondern das mal ist er der Bösewicht und er ist hure gut. Ja. Er ist wirklich hure gut. Vielleicht schnell für den Plot. Es geht darum, der Tom Cruise kommt nach Los Angeles und steigt in ein Taxi zum Jamie Foxx und sagt dann eigentlich, hey, ich bezahle dich, damit du mich an 5 Orte hinbringst, er hat Immobilien zu machen. Und Jamie Foxx, der Taxifahrer ist, lässt sich überschnorren und fährt dann an den ersten Ort hin, wo dann halt leider ein Unfall passiert. Also ihm geht ein Typ auf eine Karre, wo der Tom Cruise eigentlich umgelassen hat. Und nachher merkt er, Scheiße, da ist gar kein Immobilienheim, sondern das ist ein Attentäter, also ein Kopfgeldjäger. Und dann fahren sie eigentlich so an die 5 Orte hin, weil der Tom Cruise halt Jamie Foxx mehr oder weniger bedroht. Und eigentlich die ganze Themen, was sie dort immer so ein bisschen darüber diskutieren und wie es dann nachher von der verkehren und was dann alles passiert, das ist ein mega spannender Film. Und tatsächlich hat er eben, Tom Cruise hat dort manchmal so Manöver getroffen mit dem Schießen, ähnlich wie der John Wick. Mhm. Es gibt ja da so Momente, wo er einfach schnell 2 runterbolzt und dann denkst du so, Alter, what the fuck, das ist jetzt 10 Sekunden gegangen. Und er ist wirklich gut. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, da habe ich gute Erinnerung. Aber da habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Muss ich auch wieder mal schauen. Ich glaube, ich schaue das so alle 2 Jahre schaue ich den mal einmal. Ja. Weil ich halt einfach wirklich gut finde. Und vor allem, es ist auch mal, ich sehe den Jamie Foxx gerne in ernsten Rollen eigentlich. Mhm. Ja, in Ray habe ich ihn auch mega cool gefunden. Ja, absolut. Das ist so ein guter Film. Ja, vor allem er spielt es halt einfach auch genial. Er singt ja auch selber. Ja, genau. Also ich glaube nicht alles, aber das meiste. Ja, das ist ein gut. Also er hat ja auch Musikalben rausgebracht. Er ist eigentlich ein guter Musiker. Ja. Es ist. So, jetzt habe ich meine Filme fertig. Sehr gut. Kommen wir noch zu den Games in dem Fall. Ja.
Also ich ha Okay. 3 Games drauf. Ähm, wobei sehr viel zu 2 kann ich nicht sagen. Zum einen schon. Ich fange mal mit dem an, wo ich einfach so mal ein bisschen reingeschaut habe. Ich habe Pax Day wieder mal gespielt. Ja. Ist das wie würdest du es heute jetzt bezeichnen nach dem Update? Das ist ein Social Sandbox MMO. Ich habe noch nicht viel drin geschaut. Es hat ein riesiges Update gegeben. Darum habe ich gedacht, hey, ich hüpfe mal wieder rasch rein. Mal schauen, was sie geändert haben. Sie haben die Richtung ein bisschen geändert vom Spiel. Es ist noch voll in Entwicklung, by the way. Darum ist das auch völlig okay. Es geht ein bisschen mehr in Richtung MMO jetzt. Wirklich mehr Richtung MMO. So von wegen Fähigkeiten und so Zeugs und mehr so die klassischen Rollen, die du dann übernimmst. Mhm. Es ist jetzt weniger, also sie haben nicht so einen Skillbaum oder so etwas eingeführt, wie man zum Beispiel von WoW oder so würde kennen, sondern deine Fähigkeiten und so kommen eigentlich von der Ausrüstung, die du trägst. Okay. Und Skills musst du dir immer noch aufschaffen, wie früher, was man dann wieder vom WoW kennt, zum Beispiel von ganz früher. Mhm. Wenn du willst, gut im Schwert werden, dann musst du das Schwert auch nutzen die ganze Zeit. Nur so kommst du Skillpunkte über. Das Gleiche mit dem Schild, was sie jetzt noch eingeführt haben, auch Rüstungen. Also wenn du schwere Rüstung trägst, je länger du die trägst oder je mehr im Kampf hast du die trägst, desto besser kannst du mit der umgehen oder so. Das weiss ich jetzt auch nicht, dort habe ich wirklich noch zu wenig reingeschaut. Ich bin tatsächlich nur rein, habe meine Schmiede und mein Häuschen aufgebaut und mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich stehe immer noch dort und das ist tatsächlich so ein kleiner Joke, ich stehe immer noch in Windeln dort. Das ist einfach so die Standardausrüstung vom Charakter, wenn er nichts anhat, hat er einfach ein paar Unterhosen an. Hat ausgesehen wie Windeln. So wie jedem Survival-Game. Du fährst immer eine Genau, Unterhose. genau. Nice. Genau. Ja, den übernehme ich gerade. Ich habe eine Demo gespielt, auch während dem Stream. Und zwar ist das Quarantine Zone gewesen. Das ist wieder so ein typisches Spiel für mich. Ich habe mir es aufgeschrieben. Ein Spiel, wo ich wieder NPCs ärgern kann. Ja, es ist so gut. Also grundsätzlich geht es darum, du bist an einer Grenze von einer Stadt und du musst eigentlich die Leute kontrollieren, die von der Stadt raus wollen. Ob sie infiziert sind, ob sie krank sind, ob sie Symptome haben, wie auch immer. Und du musst eigentlich durch das ganze Lager musst dann du auch noch bewirtschaften. Also da kommt einer rein und du hast verschiedene Geräte, kannst schauen, hey, hat er gelbe Zähne, hat er gelbe Augen, hat er irgendeine Bisswunden oder sonst irgendetwas. Und anhand von dem kannst du entweder sagen, hey, okay, du bist gesund, du kommst hinter ins Lager. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, wo du je nachdem nicht sicher bist und dann schickst du sie in die Quarantäne. Und die dritte Variante ist dann der Exodus. Und das ist immer herzig. Da kommen sie immer, hey, komm jetzt noch jemand anders hin, komm jetzt an einen Ja, schönen das Ort. habe ich Und du weißt gesehen. genau, du wirst umgebracht. Das habe ich gesehen. Da hast du irgendeinen angesprochen. Ah, mega cool. Ja, da komme ich jetzt weiter. Ja, du kommst jetzt weiter. Und nachher dann siehst du, wie sie so nebendurch laufen Ja, und so. genau. Oh. Ja, und eben, das kommt dann immer, geht dann immer so weiter. Genau. Ich hatte einen, der ausgesehen hat wie der Troy. Okay. Der Wichser hat mich dann noch angegriffen. Aha, jetzt aber. Und ich gesagt habe, du kommst in Exodus, ist er gekommen und hat mich angefangen abzuprätschen. Oh. Und da habe ich, ja, da ist der Exodus halt ein bisschen vorher passiert. Ich habe mal Ausschnitt Nee. von dem Game gesehen und dachte, oh, das wäre perfekt für dich. Und ich habe mir es tatsächlich auch schon angeschaut. Schon. Also, eben, das Demo kannst du, glaube ich, noch spielen. Mhm. Es gibt so verschiedene Modis. Eben, du hast die Sachen, die musst du bewirtschaften. Es gibt auch noch so nächtliche Attacken, wo der Zombie in Massen musst abwehren oder du musst die Leute dann evakuieren. Dann musst du Evakuierung musst dann beachten. Und das Geile ist eben, wenn du zum Beispiel jemanden in Quarantäne schickst,
Und hast irgendwie schon 3 Leute hast in der Quarantäne und einer davon ist wirklich Fischi. Da stehst du am Morgen auf, gehst schauen, sind alle da, ausser der Infizierte. Und so, okay. Oh, wow. Ja. Ja. Und der eine war wirklich so auf dem Weg zu der Besserung. Der eine. Da dachte ich, ja komm, okay, also Partner noch eine Nacht drin und am nächsten Tag ist er einfach zerfetzt Oh, worden. shit. Ja. Das wird ich definitiv spielen, das ist aber eben noch in Demo. Das sollte, ich glaube, im September sollte das rauskommen. Okay. Ja. Und dann habe ich etwas zu tun wieder. Entschuldigung, ist mein Mikrofon. gewesen. Du, mein quietscht auch. Das ist, glaube ich, einfach das Mikrofonalter. Ja, also, die haben schon einiges erlebt. Ich habe noch mal einen Schuss WD-4. By the way, kurzer Zwischenschnitt. Wenn ihr einen Mikrofonarm habt, tut nicht zu viel WD-40 rein. Weil das habe ich mal gemacht vor ein paar Jahren. Es hat ein bisschen gebraucht. Ich habe ein bisschen sehr manchmal bewegen, bis das Mikrofon wieder oben geblieben ist und nicht einfach von alleine runtergefallen ist die ganze Zeit. Ich glaube, du musst schon aufpassen, weil ich glaube, es wird zum Zeugs fett, dann ist WD-40 eben nicht so geil. Ja, doch, Oder je nachdem. schon. Also, Ja, je nachdem, ja. hat man nachher viel weniger gequetscht. Musst du einfach Aber immer dort wieder. nie einen Stuhl mit WD-40 ölen. Das alte ist wirklich so gewesen, nachher dann am Schluss. Was? Ja. Okay. Gut. Nicht geil. Also, ich mache mal weiter. Ich komme Jawohl. jetzt zu einem, wo wir beide gespielt haben. Wo du wahrscheinlich auch drauf hast, hä? Und zwar haben wir zusammen im Stream beide miteinander Jump Ship gespielt. Demo. Jump Ship. Demo. Ja. Ich habe das Game tatsächlich schon lange auf der Wishlist. Irgendjemand hat mir das Ich mal auch. vorgeschlagen. Oder irgendwo habe ich das mal gesehen. Ich weiß nicht, dass es irgendeine Präsentation war. Und dann dachte ich, wow, das sieht mega nice aus. Mhm. Und jetzt ist die Demo draussen, da hat mich der Ulle angeschrieben, ey, wenn wir das mal spielen. Und ich, yes, sofort. Und es ist richtig witzig. Also das hat richtig Fun gemacht. So, das Game macht Ja. richtig Laune. Auf jeden Fall. Also ich bin auch hell begeistert davon gewesen. Ja. Auch wenn ich eigentlich immer unter Dauerstress war, wenn die anderen zwei das Gefühl haben, sie müssen wieder irgendwelche Korvetten angreifen. Ey, nein. Oh, hell yeah. Ja, ja, erzähl. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt das Raumschiff. Es ist eigentlich, viele sagen, es ist wie Sea of Thieves. Es hat schon ein bisschen Einfach im etwas. Weltraum. Ja. Ja. Also, grundsätzlich, du hast Missionen, machst die Mission und du gehst eigentlich mit dem Schiff dorthin. Und dann hast du je nachdem, also wir haben jetzt ein 4-Plätzer-Schiff gehabt, sind aber nur das dritte gewesen. Und da hast du eigentlich einen gehabt, das war Captain Blackjack gewesen, der das Teil gesteuert hat. Dann haben wir wer war dabei gewesen? Der Faro, Kollege von mir. Der Faro. Genau. Da war der Kanonier gewesen. Und ich habe den Rest gemacht. Ollen ist im Hintergrund einfach rumsäckeln. Ollen, Munition, ja, ich komme! Dann steht ein Mummensäckel und am Reparieren gewesen, alles. meine Waffen gehen nehmen. Ja, ist gut, ich bin da. Und vor allem, es ist hure geil. Auch während einer Raumschlacht kannst du draußen auf dem Schiff rumlaufen. Ja, das. Und du siehst einfach rundum, wie es klopft und tätscht und alles kehrt sich und du bist dort irgendjemand am Schilder montieren. Ah, so gut. Aber es hat wirklich mega Spass gemacht. Es ist cool, es hat kurze Missionen und es hat lange Missionen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das noch weiter ausführen wollen. Also wirklich, das wird ich verfolgen. Mhm. Also ich bin vor allem gespannt, da frage ich mich ein bisschen, was sie machen, damit die Spieler das auch öfters spielen. Weil ich sehe jetzt nicht, wir haben einen im Chat gehabt, der ist jetzt voll überzeugt gewesen, das kannst du auch voll im Solo spielen. Kannst wahrscheinlich schon, wenn du voll in der Schweiz ist. Kannst schon irgendwelche Missionen Solo spielen, Ja. aber ich sehe, dass du, und das ist auch völlig okay, ich sehe, dass du in dem Spiel halt gezwungen wirst, in der Gruppe zu spielen. Ja, im Moment schon, ja. Und
so Games haben es je nachdem teilweise ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl, weil du musst immer schauen, dass du halt. Ich meine, das dritte ist jetzt noch einigermaßen gegangen. Ja. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie. Du musst halt dann immer 3 Leute sein. Oder fast 4. Ja, also, weißt du, ich meine, Sea of Thieves kannst ja du auch allein spielen. Du musst halt, ich glaube halt einfach, es gibt da halt ein kleineres Schiff, das du kannst brauchen, Mhm. wo du halt einfach so einen Einsegler oder was auch immer kannst haben, wo du selber so etwas kannst machen. Aber nein, ich habe das Gefühl, eben, also ich habe das Gefühl, wie manchmal wollte ich noch sagen, ich habe das Gefühl. Du hast viel Gefühl. Ich habe viel Gefühl. Nein, also mal, ich habe schon Gefühl. Ja, nein, also stopp, easy resetten. Also, ich denke, ja, ich denke, eben, du wirst irgendwann ein kleines Schiff haben, ein grosses Schiff und ich könnte mir auch vorstellen, dass du plötzlich mal mit einem Nachterschiff rumfliegst. Ja. Im Also Moment eben, es hat, hat es das einfach alles nicht drin und es ist auch. Also in der Beschreibung in der eben, es steht ist ein halt Demo. auch, es ist ein 4-Player-Coop-Spiel. Ja, Also, ja, ja. wird sich dann Aber eben, zeigen. ich denke noch, weißt du, das wirst du, wo irgendwann ist so am Abend, wie wir jetzt Brossenbeards Tavern mal hatten, das spielst du am Abend mal irgendwie so 4 Stunden und irgendwie 4 Wochen später kannst du es dann nochmal reinfetzen oder wie auch Ja, immer. das sehe ich bei dem Spiel aber tatsächlich weniger. Weil das Game hat eine Story Sicher? dahinter, das Game hat Ja gut, stimmt da wieder. weißt du, Bronze Beach Tavern, ja okay, du musst eine Taverne schmeißen. Da kannst du alle paar Stunden oder alle paar Wochen oder Monate kannst du mal wieder so einen Abend miteinander Ja, spielen. Aber bei diesem willst du ja doch irgendwie die Story weitermachen vielleicht. Und das ist eben das, was ich meine. Dann wirst du fast gezwungen, dass du in einer Gruppe spielst. Das heisst, du ja, müsstest eigentlich, wie so, wie wir es damals mit Baldur's Gate gemacht haben, du müsstest sagen, hey, wir spielen jeden Mittwochabend. ja, das stimmt da wieder. Und so Sachen sind teilweise halt ein bisschen schwer. Ja. Das, ja. Ja, du, ich würde sagen, Wie wir will, lassen uns ja, überraschen. ja. Es hat ja, glaub, es hat noch kein Release-Datum oder so, von dem her. Ja. Ja, kann noch viel passieren. Genau, Genau. genau. Ja, dann hast du, glaube ich, jetzt noch eins. Ich habe noch. Kannst mal Tunen anfangen, oder? Ja, also soll ich wirklich mit dem Grossen auspacken, bevor wir fertig machen, oder? Oder hast du noch Ja, eins? ich hätte es gesagt. Ich habe noch eins. Also ich kann es Okay, noch hau schnell du das noch sagen. Ich habe noch zwischendrin. eins. Ich habe mit dem Pledge, Grüße gehen raus, habe ich den Xbox Gaming Pass geschaut, Mhm. wo sie die Xbox Games vorgestellt haben. Und mir ist dort ein Spiel sehr aufgefallen. Und zwar heisst das Spiel Clockwork Revolution. Oh, dort habe ich gerade eingeschaltet, als ihr das geschaut habt. Genau, und zwar geht es dort, so, das ist Steampunk-mäßig, wo sie irgendwie mit Zeiten und so arbeiten und weiss der Gucker was alles. Für mich tatsächlich überhaupt nichts Neues. Ich finde Steampunk-Geschichten und alles finde ich mega geil, aber das Zeitzeugs aus meiner Sicht, das gibt schon. Und aufgrund von dem habe ich hure Bock gehabt auf eines meiner Lieblingsspiele, wo ich jünger war. Und zwar Singularity. Okay. Singularity, das ist ein Game, das können leider nicht viel. Und es geht eigentlich um Folgendes. Es ist ein bisschen Mischung zwischen, was ist es, Bioshock und Fallout oder irgend so etwas. Mhm. Weil es geht darum, also die Geschichte ist ja so, du wirst eigentlich als amerikanischer Soldat wirst du in der Nähe von Russland wirst du auf einer Insel abgesetzt oder auf eine Insel geschickt, wo sie komische Aktivitäten gefunden haben, weil dort draussen irgendwie wie sagt man, ein neues Element gefunden haben, das E99. Und das E99, das ist noch besser als Atom oder Uran und was auch immer. Und sie fangen dann nachher auf dieser Insel so ein Experiment machen und du gehst dann auf die Insel. Mhm.
Und es passiert dann so, dass das E99 so stark ist, dass es Zeit manipulieren kann. Und du gehst nachher dann eigentlich in den ersten 10 Minuten gehst du zurück in die Vergangenheit und tust eigentlich mit dem, was du dort machst, die ganze Zukunft verändern. Mhm. Und es geht so weiter und so weiter und du findest am Schluss findest du es, ich sage es jetzt auf Englisch, weil ich finde der deutsche Name richtig scheiße. Du findest das TMD, TMD. das Time Management Device. Und mit dem Tool kannst du, das ist eigentlich wie so eine Armschiene, und mit dem Tool, wo mit dem E99 funktioniert, kannst du eigentlich gewisse Sachen manipulieren von der Zeit her. Also du kannst zum Beispiel Personen kannst du plötzlich altern lassen, damit sie verschwinden. Du kannst Gegenstände verjüngen oder verältern. Mit dem tun sie eigentlich nachher dann spielen, dass du kannst Rätsel lösen kannst. Okay. Was ich eigentlich mega geil finde. Und krasser ist, irgendwann fährst du an der Wand fährst du an von Schriftzügen sehen, wo du mit dem TMD eigentlich kannst verändern, und dann siehst du immer Nachrichten, die dich immer wie mehr verwirren. Zum Beispiel, trau dem nicht. Du machst alles falsch. Du hast alles verursacht. Nein, du machst alles richtig. Und du kommst immer mehr so, Alter, was passiert eigentlich da? Mhm. Und es ist jetzt schon 10 Jahre her, ich erzähle es jetzt einfach. Das Schlussprozedere ist, weil du am Anfang vom E99 in die Vergangenheit zurückgeschickt worden bist, hast du eigentlich einen Professor gerettet, der das E99 nachher dann gebraucht hat, um ganz Russland zu unterjochen. Also respektive eigentlich den ganzen Planet. Hell. Und es geht dann am Schluss, hast du eigentlich 3 Enden, das finde ich auch geil, das habe ich gar lange nicht gewusst. Du hast 2 Figuren vor dir. Du hast den Professor, der eigentlich der gute Professor ist. Du hast nachher den bösen Professor, eben der die ganze Welt unterjocht hat. Und du hast nachher den Knarren. Und da geht es eigentlich darum, erschießt du den guten Professor und gehst den bösen Professor mit, oder erschießt du den bösen Professor und gehst den guten Weg. Okay. Und lange habe ich nicht gewusst, dass es sogar die dritte Variante gibt. Das ist beide. Du kannst beide, Ja. du kannst beide umlegen. Das war verdammt kaputt gewesen. Und ich so, was? Es gibt 3 Enden. Und grundsätzlich das ganze Game, eben, es ist so ein bisschen horrormäßig, es hat einen coolen Jumpscare drin, der mich jedes Mal nimmt. Und es ist eigentlich wirklich, es gibt hure viel kleines Zeugs zum Entdecken. Das Einzige, was halt schade ist, weil es schon hure alt ist, die Grafik ist leider hure scheiße. Ah, okay. Also es rendert hure langsam nach. Und ich habe schon mit Mods probiert und so, aber das habe ich erst mit dem PC, mit meinem alten PC, sieht es noch wunderbar aus. Okay. Ja. Aber ja, aber grundsätzlich ist es ein Spiel, das ich früher hure oft immer wieder gespielt habe und so. Es ist so cool und so abwechslungsreich gewesen, aber niemand hat es gekannt. Niemand hat es gekannt. Ich habe gesagt, hey, schau mal Singularity an. Oh, was ist das? Ja, das ist genau so eins und so. Ich war immer fasziniert davon. Und eben die Idee ist auch eigentlich ganz geil. Also ich muss sagen, wo ich das gesehen habe, jetzt kommen wir wieder zurück auf das vom Anfang, das Clockwork Orange. Steampunk. Revolution, Mensch, Clockwork Orange. Das ist, ja, das ist etwas ganz Das ist ein anderes. Film. Ja. Ich habe zuerst gemeint, es gäbe ein neues Bioshock. Ich habe mich schon voll gefreut, da dachte ich, geil, endlich! Ich habe Bioshock, vor allem die neueren, also die letzten 2, habe ich mega gut gefunden. Ich habe die so geliebt, die Games. Und seitdem hört man einfach nichts mehr. Das ist es so, von denen hört man nichts mehr. Das ist so schade. Und dann habe ich das angefangen zu schauen. Und ich dachte, boah, was, endlich ein neues Bioshock. Und dann ist es irgendetwas ganz anderes. Aber es ist nicht. Ah, ja, stimmt, das sind die Wasteland gemacht haben. Inxile Entertainment heissen die. Ja. Genau. Ja, also ich bin eher von ein paar Sachen gespannt. Ich gehe jetzt so nicht zu fest drauf ein, aber ja. Die Outer Worlds bin ich auch recht interessiert aufs Zeug. Ja. Ja, habe ich das nie gespielt. Ich habe es mal angefangen, ich glaube, das ziehen wir jetzt dann irgendwann mal rein wieder. Mhm. Was ich mir tatsächlich schon überlegt habe, ist ein kurzer Abschweifer, wieder mal zu spielen, ist Quantum Break. Quantum Break? Das ist das Game, das völlig untergegangen ist. Auch.
ist sehr vielen recht unbekannt, aber ich finde das eines von der für die damalige Zeit innovativsten Story-Games, weil es eigentlich mehr besser eine Serie ist. Du hast immer wieder echt Real-Life-Element drin. Also weißt du, wo sie wirklich mit den Schauspielern, mit richtig guten Schauspielern vor allem auch, das ist das Krasse, eigentlich so Geschichte erzählen. Du schaust dann eigentlich wieder so 10 Minuten einfach einen Clip. Einfach wieder, wie wenn du eine Folge von einer Serie schaust. Und dann spielst du wieder weiter. Das ist aber geil. Vor allem die Geschichte an sich, die Story an sich, mega gut. Ich habe es extra hure lang. Ich glaube, eines der letzten Games tatsächlich, wo ich wirklich physisch gekauft habe. Meinte ich. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch etwas gekauft habe. Aber das ist richtig gut. Ich habe das glaube ich, richtig durchgespielt. Einfach weil ich es so in Erinnerung habe bisher. Aber ich glaube, das gönnen wir jetzt wieder mal. So nach 10 Jahren darf man, glaube ich, wieder mal. Ja. Ich finde so Zeugs immer wieder spannend, so Spiele, auch ältere, die einfach so aus dem Nichts, wo einfach wieder mal zockst und denkst, Alter, das ist eigentlich hure geil gewesen. Okay, ich muss noch ein Jahr warten. Ich sehe gerade, 2016 habe ich das letzte Mal gespielt. Singularity ist, glaube ich, 2015. Ja. Oh nein, 2010. Okay. Genau. Ja, ich komme noch kurz mit dem Grossen. Mocken. Kurz. Ich bin voll. Und zwar so richtig. Und nicht nur ein bisschen. Und ich finde es aber auch hure geil. In der Sucht vom Dune Awakening eingetaucht. Das Game hat mich einfach fucking gefesselt. Hey, Bro, mir merkt es im Fall fast nicht. Du gehst so oben ins Discord rein. Blackjack spielt Dune. Gehst in Stream rein. Blackjack spielt Dune. Gehst am Donnerstag in den Stream rein. Hey, Blackjack schaut der andere, wo riesige Menü frisst. Und dann spielt er Dune. Hey, es ist einfach. Es ist einfach gut. For real, darf ich dir etwas sagen, etwas Persönliches. Raus. Ich mag dir's hure gönnen im Fall. Was? Ich mag dir's hure gönnen. Dass du wieder mal ein Spiel hast, wo du so richtig kannst reinsuchten. Ja, ich habe so lange so jetzt wieder gesucht. Ja, ich suche es eben schon. Ich habe so lange. Ich habe mit dem WoW für eine kurze Zeit so etwas wieder gefunden, wo die Story rausgekommen ist, die neu. Ja. Und jetzt Dune, es ist einfach ein Traum. Es ist so gut. Und es ist vor allem, kann ich das machen, was ich mit Dune schon lange machen wollte. Wo ich mir eigentlich tatsächlich auch ein bisschen vom Space Marine Game damals erhofft habe. Also, ein bisschen mit Lore rein. Voll, ja, absolut. Also, ich meine, mit Space Marine, ja, ich habe ein bisschen mehr in die Lore gefunden, absolut. Ich verstehe ein bisschen mehr. Ja, gut. Aber die Warhammer Lore ist einfach nur, ist einfach too big. Ja, im Vergleich zu Dune. Auch Dune ist, was ich jetzt da gelernt habe, ist crazy. Und das ist genau das, was ich immer ein bisschen habe. Dune hat mich immer interessiert, aber ich habe einfach nie so richtig drin gefunden. Klar, ich hätte Bücher lesen wahrscheinlich, aber ich komme schon nicht dazu, die Bücher, die ich nur schon hier habe und lesen, zu lesen. Ja, verstehe. Und jetzt mit dem MMO, respektive es ist ja ein Survival Sandbox MMO, nennt man das. Yep. Und die Geschichten und so, wo du dann ein bisschen miterlebst, auch wenn es nicht in der Filmwelt von Dune spielt, es spielt ja eigentlich in einer, wie soll ich sagen, man kann es Parallelwelt nennen, oder in der Lore wird es eigentlich erklärt, aufgrund von einer Vision von Paul Atreides, wo er
träumt, wie hat die Welt oder wie sähe die Welt aus oder was wäre passiert, wenn er nicht geboren worden ist, sondern Ja, seine Mutter eine Tochter bekommen hat, wenn sie ihr befohlen worden ist. okay. Eigentlich so. Wie wäre das nachher abgelaufen? Was passiert mit den Fremen? Wie ist es mit der Machtaufteilung und so weiter und so fort? Und in dieser Welt spielt das eigentlich. Also es gibt kein Lisan al-Gaib, kein Mhm. Quetzalcoatl Zaderak. Ihn gibt es einfach nicht. Okay. Aber ich finde die Idee geil, weil es ist, eben, wie du sagst, es ist ein Traum Ja, Traum, Vision oder irgendwie oder so, eine ja. Vision. Ja, nicht, ich finde es cool, dass man jetzt dort nicht irgendwie gegangen ist, ja, wir machen einfach ein Paralleluniversum, wo das alles passiert. Genau, das ist das, was ich mich eben immer gefragt habe. Ja, wie erkläre ich dir das? Und dann hat mir das mal einer gesagt, ja, du musst mal das und das Video schauen. Und es wird tatsächlich auch im Intro zum Gamen so erklärt. So, du siehst ihn dann, Mhm. ja, ich stelle mir vor, oder was wäre jetzt, wie wenn das nicht so wäre. Und das wird schön erklärt von ihm selber, von Paul Atreides eigentlich. Also, Das finde ich das ist geil. richtig gut gemacht. Und auch die Storys und so. Ich habe sehr viele Nebenmissionen gemacht, aber es geht in dem Spiel eigentlich darum, herauszufinden, was ist mit den Fremen passiert. So, die sind Mhm. weg. Im Film kennt man es ja. Ja, Aber jetzt im Spiel, in dieser Welt auf Arrakis, sind die weg. okay. Natürlich, Zardakar haben sie angegriffen und man sagt, sie haben es ausgerottet, aber sind sie wirklich weg? Oder haben sie sich nur versteckt? Sind's Machen sie Ferien? Ja, nein. Es ist halt wirklich, Ja, ich weiss, was du du meinst. machst die Story, die Prüfungen von Akul machst du und so lernst du viel mehr von den Fremen, wie Mhm. es angefangen hat, woher es die kommen, was für eine Reise es die vor. Also das finde ich tatsächlich mega cool. Sie erzählen nicht nur, sondern sie spielen auch damit, dass du dir merkst, was passiert ist. So von wegen Okay. einem Ort, also von diesen Prüfungen kommst du irgendwann nicht mehr weiter, wenn du nicht gemerkt hast, was passiert war. Weil sie spielen damit, dass du weißt, von welchem Planet zu welchem Planet das eigentlich ihre Reise gegangen ist, bis sie auf Arrakis gelandet sind eigentlich. Aber das ist geil. Also das Spiel zwingt dich eigentlich ein bisschen, dich mit der Lore Ja, auseinanderzusetzen. genau. Das finde ich aber geil. Und so tun sie dann auch. Also, aber das ist für mich zum Beispiel etwas mega Cooles gewesen, zu sehen, okay, die Fremen sind nicht einfach so da gelandet, sondern Ja. die sind von dort gekommen und sind auf den Planet und auf den Planet. Und das ist eine riesige Zeitspanne, die das dann umfasst und so. Und, also, ich bin richtig fasziniert gewesen dort. Das mega Ey, cool. ich mag es dir so gönnen, Mann. Aber vor allem, weißt, ich sehe es halt einfach eben anhand von der Zeit, die du jetzt Ja. investiert hast und vor allem, wie du das auch verstehst, verzählst, nicht verstehst. Du bist so in dem Innen. Und eben ich glaube, das ist alles, viel Zocker suchen momentan so nach einem Ja, Spiel. Wo sie wirklich können drinnen abtauchen und sagen, hey, tschüss, ich bin mal für einen Monat, 2 weg. genau. Also, Ja, Anführungs- und ja, ja, ja. Schlusszeichen. Nein, das ist. Ah. Ich bin jetzt knapp vor dem Endgame. Vor dem aktuellen. Das Endgame ist eigentlich so Deep Desert. Deep Desert. Also, vielleicht schnell zu erklären. Es gibt eigentlich 4 Gebiete. Es gibt das Haga-Becken. Das ist dort, wo man Mhm. halt eigentlich die Hauptzeit verbringt. Dort questest du, dort machst du, dort baust du deine Base, dort kannst du Sachen farmen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so das Hauptgameplay. Und dann gibt es die 2 Städte. Es gibt Arrakeen, das ist die Hauptstadt von der Atreides. Dann gibt es Harkonnen Village, das Yep. ist die Hauptstadt von der Harkonnen. Und dann gibt es noch die sogenannte Deep Desert oder tiefe Wüste im deutschen Die Raum. tiefe Wüste. Und nicht so Wüste. Oh Und mein Gott. die Deep Desert ist eigentlich dort, findest du dann das Beste. Dort findest du die besten Baupläne, dort findest du Mhm. eigentlich die Endgame-Materialien überhaupt zum Farmen, die du sonst nicht findest. Dort findest du am meisten Spice.
so die Drogen, sage ich jetzt mal. Man sagt ja, es sind keine, anyway. Ja, Und dort ist aber auch der grosse Teil vom PvP. Obwohl sie jetzt gerade wieder, sie strugglen im Moment ein bisschen, das Spiel für genug Leute richtig schön zugänglich zu machen. Sie haben am Anfang, und das finde ich tatsächlich mega cool, während der Betas und so haben sie immer so hat sehr viel gesagt, ja, nein, das ist, wenn wir nicht so und das wenn wir nicht so. Und dann hat sie gesagt, hey, das Spiel ist nicht für jedermann gedacht. Wenn es euch nicht gefällt, natürlich nicht. ja, tut uns leid. Aber wir halten unserem Pfad bei. Sie haben sicher auch gewisse Sachen ein bisschen von der Community übernommen, absolut. Aber sie haben gesagt, das ist unser Pfad, den gehen wir. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Punkt, warum das Spiel im Moment so erfolgreich ist. Weil sie genau das gemacht haben, was viele Spieler wollen. An dem Ja. festhalten. Die Spieler haben gewusst, so wird es spielen, das gefällt mir, ich werde das so spielen. Auch wenn sie jetzt vor einem Jahr in einer Beta gespielt haben, können sie es heute spielen, weil sie wissen, das ist so, wenn ich es will. Wenn ich es so Ja. angeschaut habe. Aber mit dem strugglen sie jetzt auch ein bisschen, weil sie haben das zum Beispiel in der Deep Desert. Die ist eigentlich aufgeteilt in Sektoren, in Quadrat, kannst du sagen. Und bisher ist die unterste Reihe, die A-Reihe, von A1 bis, ich weiß nicht, 8, glaube ich, bin ich ganz sicher, ist PvE gsi. Dort hast du nicht gegeneinander kämpfen. Das denke ich, dass Gilden oder auch Solospieler dort hin können, eine kleine Base aufbauen und dann können probieren, dort etwas zu machen. Ja. Dann ist aber aus der Community gekommen, wir möchten gerne ein bisschen mehr, also wir können als Solospieler gar nicht irgendwie so wirklich dort hin und so und das ist passt einfach nicht. Was sie jetzt gemacht haben, sie haben den PvE-Bereich eigentlich erweitert, und zwar auf die Hälfte der Map. Die eine Hälfte ist PvE, die eine Hälfte ist PvP. Wobei es auch im PvE-Bereich, wie im Hagenbecken, wo eigentlich auch mal das PvE ist, gibt es gewisse Bereiche, die trotzdem PvP sind. Es gibt immer so abgestürzte Raumschiffe, also Wracks, die dort liegen schon. Und das ist immer PvP. Also wenn du dort hingehst, weißt und du kommst es auch gross angezeigt über, hey, du bist jetzt in einem PvP-Bereich. Okay, aber finde ich eigentlich eine gute Lösung. Oder immerhin, ich finde es schön, lassen sie drauf. Das ist, glaube ich, eher das noch. Ja. Jetzt kommen natürlich die anderen, die sagen, ja nein, jetzt haben wir die Hälfte vom PvP gestrichen. Also warum sollen wir jetzt überhaupt noch PvP machen, wenn die Hälfte von der Map ja PvE ist? Aber die wirklich besten Sachen findest du immer nur im PvP-Bereich. Ja. Gewisse Materialien kommst du eigentlich nur dort über. Ich sehe es so, ja, sie haben recht, sie haben ein bisschen PvP beschnitten. Andererseits haben sie es auch, in meinen Augen, ich bin jetzt noch nicht da gewesen, aber haben sie es auch ein bisschen heftiger gemacht, weil der Bereich, wo sich jetzt die Leute umtummeln, die die besten Sachen wollen, ist halbiert worden. Bös gesagt. Das heisst, du hast viel mehr Leute unter Umständen, die sich auf einem kleineren Bereich um die Ressourcen bekämpfen. Das macht eigentlich macht das schon das Zeug interessanter. Das wird sich jetzt zeigen. Wenn jetzt viele sagen, nein, das ist scheiße, jetzt spielen wir nicht mehr. Ja, wie will es sein? Gut, wobei, sind wir ehrlich, momentan finde ich, ist es auch relativ schwierig, eine gesunde Spielerbase aufzubauen. Oh ja. Weil die Fluktuation von Spielen ist so schnell im Moment. Ja, das ist ja so. Monster Hunter Wilds zum Beispiel, wo so eigentlich erfolgreich ist, die haben 98% von ihren Spielern verloren. Boah, das ist krass. Von einem Spiel, wo eigentlich sehr viel, also wenn du die Vorgänger anschaust, sehr viel über Jahre gespielt haben. Ja, aber eben, es ist halt. Eben, und da sagen halt, ja, schau, eben, wir haben das Grundspiel haben wir durch. Wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Ja. Es ist halt immer wieder, überall hast du so Einbrüche.
Ja. Ich glaube, das Einzige, was sich einigermaßen stabil hält, ist Helldivers 2. Aber auch das nimmt immer wieder ein bisschen mehr ab, glaube ich. Ja, ich glaube, dort ist es sehr abhängig davon, Was was gerade gerade rauskommt. passiert. Ja. Ja. Also wenn ich da... Ich glaube, sie haben glaub, irgendetwas von Malevolent Creek haben sie wieder mal drin. ja, habe ich etwas gesehen. Wenn du da schaust... Ja, sie haben im Dezember haben sie ein grosses Update rausgehauen, Omens of Tyranny. Dort ist mal die Spielerzahl wieder auf 150'000 rauf. Und dann hast du wieder gesehen, das ist wieder runter, 80'000. Und da, am schlimmsten sind es bei 30'000 gewesen, im April. Ja. Das Heart of Democracy Update ist gekommen im Mai. Zack, 163'000 Spieler. Wir sind jetzt im Juni, sind es wieder bei 58'000 Spieler, also über 100'000 runtergejumpt. Ja. Aber viele so Spiele haben genau das. Es kommt etwas raus, boah, gehen wir wieder reinschauen. Dann wird es wieder einen Monat oder so gespielt höchstens und dann hat sich das wieder. Genau. Aber eigentlich fände ich es schon cool, wenn irgendjemand wieder mal Spiele hättest, wo... Ja, aber eben, ich glaube, das geht es heutzutage auch wieder nicht mehr. Wo immer so ein bisschen eine gewisse Spieleranzahl hat, abgesehen von World of Warcraft oder Final Fantasy oder so. Ja, so, wir werden es sehen, gell? Ja. Wie lange sich Dune wird behalten. Wie lange wir es spielen. Mal schauen, ob es da nicht bleibt oder ob es raufkommt. Sorry, ich muss aufhören mit diesen dummen Sprüchen. Hey, wir sind mal durch. Wir sind Wir fertig. sind unter 3 Stunden. Ja, knapp. Aber Ich habe nichts mehr. ich auch nicht. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder uns hier so lange zugelassen habt. Ja. Und wenn wir Hausaufgaben geben? Sollen wir für die Hausaufgaben geben? Hast du etwas? Nein, ich glaube nicht. Okay. Gessen nicht. Trinke ich genug, es ist heiß. Ja. Also, Ja, trinke ich angeblich. genug. Weiß es nicht. Ja, ich schwitze. Also, Das ist vor allem, wenn du nebendran raus schaust, und siehst einfach nur blau und dann weisst fucking hell. Du siehst einen Furz am Himmel. Nichts. ein Furz. Ey, ja, aber wie gesagt, wie es der Blackjack gesagt hat, trinkt genug, bleibt ready, bleibt daheim, hört den Brotkasten. Genau, das ist der beste Grund. Zockt etwas, schaut Filme, Serien, bildet euch. Schaut Idiocracy und werdet nicht so. Richtig, ja. Und stay tuned for the next one. He? Genau. Und vielleicht... Genau. Soll ich es jetzt schon spoilern? Vielleicht haben wir das ja noch etwas ein bisschen Spezielles. Eventuell. Wird sich dann rausstellen. Vielleicht haben wir sogar 2 spezielle Sachen. Vielleicht haben wir 2 spezielle Sachen. Vielleicht auch 3. Vielleicht auch gar nicht. Und damit ist das Schlusswort vom heutigen Wort des Sonntags. Oder so. Also Samstag. Oder Montag, wenn es rauskommt. Oder jetzt. Genau. Oder einfach von mir jetzt. Genau. Gut. Tschüss. Tschüss. Wie ein Schnitzel.